ist auch mein Podcast. Willkommen bei Kurz und Bündig. Ich bin Jocelyn und ihr habt mich schon mal in der Postfinanz-Werbung gesehen. Oder ihr kennt sie von TikTok. Voll. Oder von Breaking Bad. Ja. Headwriter. Genau. Und sonst für die sie nicht in der Post gesehen haben, haben sie sicher schon mal im Kauf auf dem Tisch tanzen gesehen. Exakt. Auch schon vorgekommen. Ja Mann, wir machen heute eine Folge mit, ich darf Josie sagen, gell? Ja. Als würde ich sie nicht seit 10 Jahren kennen. Aber bevor wir anfangen, machen wir es wie Blues Clues. Denn wir haben heute Post gekriegt. Wir haben heute Post gekriegt. Wir haben heute Post gekriegt. Was ist das letzte Satz? Und wir sehen gleich von wem. Also, zum einen haben wir wir sind von da. Yeah. Ich mache jetzt Package Opening. Ich kann da Wie nennt man das, Influencer? Unpacking. Unpacking oder Unboxing, je nachdem. Unpacking von wir sind von da. Ich schaue mal, was es gegeben hat. Am Wochenende machen wir ein Pack. Schau gut, das ist alles easy. Ja, wir sind Sie haben vergessen, Dings mitgegeben, Mann. Die Schlüssel von dem Schloss, was da in der Tat haben. Alter. Ich kann es nicht aufmachen. Wir sind von da, ist ein Kollektiv. Wir verlinken sie nochmal, sind gute Freunde und hoffentlich bald Business Partners Also, von uns. das erste, was drin ist, Das ist eine Karte. es ist kein Geld drin, ich mache. Es ist kein Geld drin. Auch kein Geld, nein. Alles easy. Ja, Bro, es hat jenste. Ja, fix. Stickers Alles und easy, so. alles easy. Schau, es hat da mega viel interessante Sachen. Sehr viele Postkarte. genau, Postkarten. Ich schicke meiner Großmutter da drauf, was ich erlebt habe die Woche und Gaziantep. versuche noch politisch etwas noch mitbringen. Und jetzt kommt das nächste. Aha, immer noch. So, jetzt. Und jetzt kommt Trommelwirbel. Collab. Ja, Mann. Gebt euch, ich weiß nicht, ich habe es nicht mal selber gesehen, aber okay, ja, wir sind von da steht auf mehrere Sprachen offensichtlich. So, ganz geiles Shirt. Danke vielmals an dieser Stelle. Aber wir sind von da. Freut mich extrem. Ich habe jetzt meins aufgemacht, weil die Josh hat es schon aufgemacht, wie so ein Kind, das nicht warten kann. Genau. Und wir haben noch etwas bekommen. Ich gebe dir gerne. Voll vom User, der auch in unserer Live-Show war. Er heisst die Kante X, oder? Und zwar. Oh, wie schön. So herzig. Das bin ich. Ah, was? Das ist Ich habe gedacht, das ist Jason Statham. Und ja, Mann. Herzig, gell? Danke vielmals an der Stelle, dass du uns gezeichnet hast. Ich bin richtig stolz, dass du. Also ich finde richtig geil, wie du meinen Bart noch extra stärker gemacht hast, als er ist. Voll, der Bart. Er hat dann von dem Podcast gelesen, er hat gewusst, ob die komplex sind. Ja, Mann. Geil, wirklich geil. Und Josie ist auch noch vorbeigekommen und hat uns Gutli gebracht. Genau. Ich muss zum ersten Mal in meinem Leben keine Schweizerin daten, um Weihnachtsgutli zu bekommen. Jetzt muss ich nur noch zu deinen Eltern einladen. Kannst du ein bisschen Leute machen? Yes, please. Dort oben, genau, das ist ein besser gehört. Die werden nachher gottlos gegessen. Danke vielmals, Josie. Sehr gerne. Ich hoffe, sie sind gut. Sie sind bestimmt gut. Ja, Mann. Und dann haben wir heute nochmal etwas, wo eigentlich fast schon wieder eine Premiere ist. Ah, was? Weil der Yilmaz ist endlich mal wieder. Ah, ja. Tschüss. Der Emas hat zwischen der Freundin und Ausgang und Autofahren hat er Platz gefunden, um endlich wieder ein Teil vom Podcast zu sein. Das ist krass, dass ich der Einzige mit 9 to 5 bin, aber ja. Haben es geschafft, dass die 4. oder 5. Stelle in seinem Leben Platz wieder gefunden Ja, hat. Mann. Schön bist du da. Falls du nicht mehr weißt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe das Gefühl, Jens vergessen, weil das Intro ist gar noch nicht gelaufen. Genau, das haben wir dir wieder überlassen. Also bitte. Jalla. Ja, Hey sind Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asien und Brunnenkaran. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast hier. Bei dir. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Okay. Gut, also das war das Intro für die 37. Folge von Kurz und Bündig, dem Podcast von der
schönster Kurt aus der Schweiz. Was wir noch nicht angesprochen haben, übrigens, bevor wir da weitergehen, Mutterficker hat Tour ausverkauft, die 48 Stunden. Bruders! Nicht schlecht, oder? Also, das muss man schon schnell sagen, Bro. Ja. Step. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja. Lass doch einfach den Scheiß auslaufen, aber das ist gut. Ja, Mann. Und für jene unter euch, die sich fragen, hey, was macht Josie überhaupt? Oder wieso ist sie da im Podcast? Sie hat ganz viele verschiedene spannende Faktoren an sich. Das erste ist, sie ist eine Frau. Und das erste Was du ist, spannend findest, das erste ist, wie gesagt, sie arbeitet in der Filmbranche. Sie ist aktiv auf TikTok. Voll. Und sie hat etwas, wo sie auf TikTok recht offen damit umgeht. Und das ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Alopecia. Genau, Alopecia areata. Genau. Und das ist, was ist das genau? Es ist kreisrunder Haarausfall auf Deutsch. Und es ist eigentlich der Körper, also es ist eine Autoimmunerkrankung und mein Körper tut eigentlich wie Haarfollikel abstoßen. Ich kenn's. Ja, das ist eben eigentlich auch der Grund, wieso sie da ist. Weil wir haben wie so gefunden, hey, es wäre schön, wenn mal nicht nur 2 Leute mit Haarausfall dabei sind, sondern auch... Oh Mann, ja voll. Wer weiss, vielleicht sieht irgendjemand mal irgendeine Klinik, endlich, wieso, hoffentlich sieht nach 37 Folgen irgendeine Klinik die Werbung, der Podcast und sagt, ey, ich bin dabei für eine Partnerschaft, es gibt 3-fache Hartposition, alle 3 machen wir, ich mache eine Werbung, ich sofort, hol mir raus, ich schwöre, hol mir raus. Hol mir raus, ich schwöre. Und du trägst jetzt eine Perücke, gell? Ja, voll. Wild. Also ich habe vor einem Jahr, ungefähr, ja genau, meinem Geburtstag, im September letztes Jahr, mega krassen Haarausfall gehabt und dann einfach keinen Bock mehr gehabt, um die ganze Zeit zu schauen, wie viel Haar mir ausgehen und verstecken und Käppchen tragen. Ihr kennt es. Ja, ich schwöre. Och. Stimmt oder stimmt Ich nicht? muss noch etwas sagen, ich habe mit der Josie, ich weiß nicht, wie das nicht geklappt hat, Josie, Mann, du enttäuschst mich richtig hart, Der Mann. Vibe ist nicht da gewesen. Ja, das stimmt, das war wirklich nicht da gewesen. Ich habe ihr angerufen und gesagt, dass ich den Witz mache mit dem Haarausfall und ich will, dass sie aufsteht und rastet. Ja. Und rausgeht. Und dass es dir richtig unangenehm wird. Aber es hat nicht geklappt. Das hat echt nicht geklappt, der Vibe ist nicht Ey, ich gewesen. wäre mit rausgegangen, ich hätte auch gesagt, die 2 mit den wenigsten Haaren gehen raus und der mit den meisten bleibt drin, Alter. Ja, Mann. Nein, aber schön bist du dabei. Trotzdem. Danke. Und genau, hey, also schon krass, oder? Ich meine, als Frau ist natürlich nochmal etwas ganz anderes. Und ich meine vor allem, also weißt, bei uns sind es ein bisschen Geheimratsecken. No. Und no. Aber es ist wirklich, also so effektiv, so du hast wirklich kahle Stellen auf dem Kopf, gell? Ja, voll. Also wirklich so wie Babyhaut. Und sie kommen und gehen. Also sie fangen eigentlich immer so mit so münzartigen Kreisen an. Ja. Okay. Und die werden entweder grösser oder dann verschwinden sie wieder. Und ich habe das, seit ich 16 bin. Crazy. Früher hatte ich es einfach immer hinten und ich habe eigentlich mega viel Haar, Gott sei Dank, Ja. dass ich sie mal noch verstecken konnte. Und dann hat es eben im Sommer da oben angefangen und Ui. ich habe wirklich ausgesehen wie ein älterer Herr. Ein hübscher Meine Haare so am Bett gehen und ich so versuche zu verstecken und so. Und dann habe ich einfach gefunden, es lohnt sich nicht mehr. Es ist mehr Stress zum Verstecken und nicht zeigen, anstatt einfach abrasieren. Und in der schwarzen Community ist es vieles grösseres Thema, so Wigs tragen, einfach auch wegen der Handhabung der Haare, weil es einfacher geht zum Teil, aber natürlich auch wegen anderen mehr rassistischen Themen. Ja, voll. Und von dem her habe ich dann wie auch, und ich habe zu dieser Zeit halt noch in London gelebt, wie so ein bisschen den Anschluss auch gefunden in die Black Hair Community und dass es für mich nicht so komisch war, dass ich jetzt plötzlich eine Perücke trage. Und ich meine, die Perücken, die sie machen, sind 1A-Qualität. Es sieht, also mega viele Leute glauben mir nicht, wenn ich sage, ich habe eine Perücke an, sind sowas. Crazy. Hat es auch mit so Seite auf Null? Ja. Geil. Gibt's? Darf ich fragen? Ankleben. Ich bin voll unerfahren in dem. Wenn ich irgendetwas sage, wo Dings ist, einfach, sag mir einfach, ich habe deine Fresse direkt, Ist voll gut. okay. Darf ich fragen, ob es etwas hat, wo das zum Beispiel wie noch verstärkt? Zum Beispiel Stress oder irgendwie, keine Ahnung, wenn du gerade fett im Loch bist und so weiter, oder das geht noch mehr fördert? Also Stress ist, glaube ich, der Main-Faktor. Das Ding ist bei dieser Krankheit, man weiß nicht genau, woher sie kommt. Also bei Autoimmunerkrankungen ist so ein bisschen, Okay. man weiß nicht, sie kommen einfach, sind plötzlich in deinem Körper. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die sind zum Teil vererbbar, aber ich kenne jetzt zum Beispiel niemanden in meiner Familie, der Haarausfall hat, so Ja. wie ich.
Und es hängen natürlich mega viele verschiedene Faktoren zusammen. Ich nehme an, das eine oder ein grosser Faktor ist Stress. Und ich hatte ein sehr stressiges Jahr gehabt. 2021 wasn't my year. Ja. Und dann habe ich auch zusätzlich wahrscheinlich mich nicht richtig ernährt. Und dann kommt das noch dazu, machst nicht richtig Sport. Und es braucht nicht viel und dann passiert das. Mehrere Faktoren zusammen und dann okay. Ja, voll. Aber es ist auch ein guter Teufelskreis. Ich meine, ganz ehrlich, es fuckt dich ja auch ab. Du bist auch im Loch nachher, wenn du... Eben. Also eben dann noch als Frau, oder? Wirklich so... ist das die gleiche Krankheit, die Jada Pinkett Smith hat? Ja, genau. Ja. Also ich glaube, sie hat mehr diffusen Haarausfall, Ja. also so ein bisschen überall. Ja. Aber sie hat letztens, glaube ich, ein Video gemacht mit einem Statement, wo sie über ihren Haarausfall geredet hat. Und ich glaube, es ist so, also es geht ins Ähnliche rein. Aber es gibt halt eben so Unterkategorien. Es gibt auch Alopecia universalis. Dort verlierst du alle Haare im ganzen Körper. Krass. Und das ist natürlich dann einfach auch mühsam, wenn du keine Wimpern hast oder so. Ja. Ich meine, wenn es windet und deine Augen sind einfach konstant am Tränen oder du hast keine Augenbrauen, das ist halt dann schon nochmal etwas, was mega einschneidet in das Leben von einer Person. Voll, nachher musst du noch den Harry Potter Jacke. Sorry. Es tut mir leid. Der Voldemort kann auch von dem erzählen. Oh mein Gott, sorry. Look, ich habe gesagt, ich mache Witz drüber. Josie ist cool damit. Ich muss ja anschauen, Bruder. Ich sage einfach, ich werde cancelled, Bro. Die Folge wird cancelled. Nein, Mann. So. Du hast an was seine Reaktionen gesehen, Bro. Er so, Hey, nein, Mann, krass. Wirklich krass. Und du hast dich auch dafür entschieden, zum voll offen damit umgehen auf TikTok auch und so, gell? Also Ja, also ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass ich das erste Video gemacht habe. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich habe einfach so gefunden, let's do it. Ah, genau. Ich wollte eigentlich so voll das dramatische Video posten von mir, wenn ich meine Haare abrasiere. So Britney Spears Moment. So, Josh Negroni, kennst du den Film, wo er auch so Szenen hat? Ja. Wo er dann gesagt hat, ich habe ja den Film mitgeschafft. Sie haben sogar mitgeschafft. Ganz als erste Folge. Also, ja, okay. Der, der einen Preis gewonnen hat? Ja, der einen Preis gewonnen hat. Ich bin sogar er muss jedes Mal. 2. Ja. Wo sind wir gewesen? Warte schnell, bevor wir schon das Thema aufgemacht haben. Oh Gott. Ich möchte Josh einmal so, früher habe ich mehr gestresst mit dem, wie so, ey, alles oder nichts, weißt du. Also der Film heisst Alles oder Nichts. Ich so, weißt immer so, keine Ahnung, so, wenn irgendwas passiert ist, ich so, wow, das ist einfach ein Alles oder Nichts Moment und so. Und er ist halt so Sachen triggert ihn brutal schnell. Und dann hat er einfach irgendwann mal ein Foto geschickt, so als Antwort, ich so, hey, alles oder nichts. Dann hat er einfach ein Foto so gemacht. Und rechts so die 3 Preise. Weißt du? Er so, meinst du, der 3 Preise gut hat? Oder so. Und ich so, ja, der meint Flex. Nein, Mann, also ich meine, das ist ja schon Jahre her alles. Wie alt sind wir gewesen? Das ist Jahre her, aber du bist noch gleich, Bruder. 16 sind wir gewesen, Bro. Ja, Ja, voll. ja. Fix. Sorry für den... Also gleich, ich bin nicht gleich. Es hat ein paar Preise mehr auf dem Buch jetzt. Aber was sollst du machen? Bald kommt der nächste. Der Bruder hat 10 Millionen Klicks auf YouTube. Mit, Ja, Bro, das Ding ist eben, Leute nehmen es voll ernst, dass ich so tue. Also, du weißt meinst nicht ernst, ich weiss. Nein, aber Leute nehmen es im Fall echt ernst. So, Ja, ich logisch, höre Bro. Von immer wieder von verschiedenen Ecken so. Du nicht so Er krass. tut verdammt krass und so, weißt du? Du Hype, muss ein Fisch. Komm da Antwort. Ja, am Doxen. Du bist... Ich habe Jetzt vergessen, wo wir sind. Du hast erzählen, dass du eben das erste TikTok hast machen und eigentlich ja, dramatisch genau. machen. Ich wollte das erste TikTok so recht dramatisch machen und dann ist irgendwie das nicht rausgekommen. Weil ich habe mit 5 Filmstudenten zusammengelebt Oh mein und Gott. sie haben es nicht angebracht, um die Footage richtig anzubekommen. Aber ich muss auch sagen, das Bad, das wir hatten, hat mega scheiß Licht gehabt und von dem her, es hat einfach nicht funktioniert schlussendlich. Dort hast du in London gelebt? Genau. Okay. Und dann habe ich irgendwann einfach angefangen, Videos zu posten von mir ohne Haar. Dann haben halt Leute angefangen zu fragen, so, was ist mit dir? Warum hast du kein Haar mehr? Und ich habe dann... Sagt, dass sein Vater kurdisch? Ja. Nein. Ich habe dann angefangen, eben so ein bisschen Erklärvideos zu machen und auch so darüber reden. Mhm. Und dann halt auch, was so Wigs angeht, so ein bisschen einen Guide herausfinden oder zumindest den Leuten irgendwie können sagen, hey, es gibt... Ich muss schnell ausholen. Mhm. Also ich bin im Dezember 2020 da in der Schweiz gewesen, über Weihnachten, eigentlich genau jetzt die gleiche Zeit. Und ich hatte dort schon mega Haarausfall gehabt und habe meiner Mutter gesagt, ich brauche eine Perücke. Und dann hat sie mich zu so einer Schweizer Perückenmacher gebracht. Oh mein Gott. Also erstens sind die Perücken teuer. Das ist wirklich so, kannst du deine Schon Nieren wenn du Schweizer verkaufen. hörst, in dem Namen ist einfach pauschal 3-mal so teuer wie sonst. Genau, also die Beratung und alles mega gut gewesen. Aber ich habe dann einen Wig bekommen und es wird auch übrigens von der IV gezahlt. Okay. Weil es halt eine Krankheit ist. Mhm. Und ich habe dann einen Wig bekommen und ich habe einfach sehr komisch ausgesehen. Okay. Also es hat gar nicht gepasst. Hast du so eine 40-jährige Schweizerin Karen-Frisur bekommen? So, Nein. weißt du? Also ich habe sehr... Mit der violetten Strähne. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das kann sagen, aber ich habe einfach sehr, sehr jüdisch ausgesehen. Ja, kann man sagen. Und ich bin wirklich auch angesprochen worden von Leuten, die mich So mit Shalom und auf so der direkt? Straße. Nein, auf der Straße. Bist du Jüdin? Krass. So im Sommer. Ich so, Ich habe gefragt, wer fragt? Dann habe ich so herausgefunden, okay, die Wig ist vielleicht nicht so für mich. Darum habe ich eben dann so bei amerikanischer Seite angefangen zu bestellen. Und wie ein bisschen an den Leuten beibringen auf TikTok, dass es halt gute Alternativen gibt, die einen Bruchteil von dem kosten, den ich gezahlt habe. Also ich habe für die erste Wig, die ich gekauft habe, 3000 Stutz. Oh mein Gott. Ja. Tschüss. Und ich glaube, ja wirklich, es ist, Also für dich. Es hat weh da. Wow. So arrogant. Ey, ich kann nicht, was ist mit mir los, Mann? Weißt du, so reden, aber immer so kein machen, damit Rapper, garantiert. Ja, aber ich habe keinen Lohn. Weißt du, ich studiere, Bro. Ich studiere. Ja, und die in Amerika sind da. Sorry. Hey, nein, was ist hier los? Bro, ich weiss nicht, was mit dir los ist. Wir haben zwei Studenten aufeinander. Ich glaube, du hast 2 Wochen lang nicht den Leuten sagen, was du erreicht hast, oder? Bro, ich schwöre, jetzt ist das, Mann, ist schwierig. Und an der Zeit hatte ich gesagt, los nicht mehr zu. Ja, ich schwöre. So, ey, ich habe 3 Preise, okay, ich auch. Ja. Ey, einer ist gekommen, das ist krass, einer ist gekommen, er so, hey, eure Podcast ist zu geil, ich so, danke. Er so, aber hör auf Lüge, ich bin auch Kanake. So, okay, Bro. Er so, einfach, das weißt. Lauf weiter. Ich so, okay, ein Kanake in der Schule. Ich bin seit 3 Monaten da, man abgekommen seit 6 Monaten. Sorry. Stabil. Darf ich fragen, ob du auf die Videos, also wie die erstmal so die Frauen darauf reagiert haben und ob es auch Hate-Kommentare gegeben hat? Hey, es hat Hate-Kommentare gegeben, also so Leute, die gesagt haben, ich sehe aus wie ein Ei. So falsch sind es nicht gelegen. Heißt der Kampf mit Josh Negroni, oder? Was für ein Hurensohn! Kennt ihr das von dem Migros, wo einmal so bekommst, so die Dinger Ja, so, als Geschenk? Die was? Oh, die Mit Gesicht drauf. Einfach Josie. Also ganz ehrlich, so Sachen habe ich mit Humor genommen. Ja, safe. Aber ich lösche halt gerne Hate-Kommentare auf meinem Profil, einfach weil ich nicht will, dass andere Leute das Ja, sehen. fair. Weil ich wie finde, vielleicht sind andere Leute an einem anderen Punkt mit dieser Krankheit, Ja. wo sie das jetzt nicht vertragen, wenn sie so etwas lesen. Voll. Und darum bin ich mache ich so ein bisschen Community-Management unter meinen Videos, wenn ich Stark. über Haarausfall rede. Stark, wir machen das auch. Das ist gut. Wenn Leute etwas haten, wir schreiben zuerst auf Insta direkt an und nachher löschen wir. Würde ich auch machen. Und von den Frauen war so die Reaktion mega positiv gewesen. Also ich kann auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber in meinem näheren Freundeskreis Leute gehabt, die ein bisschen anders reagiert haben, wie jetzt so die Audience auf TikTok darauf reagiert hat. Ich habe Leute gehabt, und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, wo mir dann gesagt haben, ich könnte das nie, ich könnte nicht mehr aus dem Haus, wenn ich dich wäre. Und dann bist du so, dann bist auch so ein bisschen so, okay, ich verstehe, es ist schon schlimm. Ja. Und sie hat mir wie eigentlich so ein Kompliment machen, mega stark von dir, dass du kannst aus dem Haus, aber ich meine, das Leben geht weiter, ob du Haar hast oder nicht. Wirklich. Fair. Das ist unser Motto, Bro. 30 Millionen Kurden müssen dann im Bunker leben, Alter. Eben. Also wegen dem einfach so sein Leben an Hold stellen, lohnt sich gar nicht. Ja, das ist, und ich glaube, ich habe auch mega gelernt, dass Aussehen per se nicht so einen wichtigen Stellenwert hat, wie ich immer das Gefühl hatte. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich so ein bisschen Background habe im Modeln und im Schauspielbereich, weil einfach du auf dein Aussehen minimiert wirst und alle schauen auf dich. Aber es gibt dir mega viel Platz. Ich meine, ich habe so viel Zeit am Morgen, weil ich meine Haare nicht machen muss. Beste. It's amazing. Ich liebe deine Attitude. Ich weiß gar nicht, wie ich zurückkomme. Also weißt du, so, wenn meine Haare sind jetzt am Nachwachsen und sie sind recht lang. Okay, schön. Gesehen auf TikTok, wenn ihr mir folgt. Hör auf Werbung machen. Kleine Werbung. Gönn dir. Sag noch mit Namen, bitte. Sag mit Namen. Wie heißt du auf TikTok? Young Josie. Mit Let's go. C-I-E. Let's go. Folgt Wir Young verlinken Josie. es einfach. Sehr gut, danke. Ich habe schon wieder vergessen, wenn ich stehen bin. Du bist am Werbung machen für dich. Ja, vor der Werbung. Eben, dass Dass die Haare wieder nachwachsen. Ja, genau, meine Haare sind mega am Wachsen jetzt. Und ehrlich gesagt, das schießt mich schon ein bisschen an. Einfach nachher wieder so Maintenance und Haarwäsche, Conditioner, After Conditioning, all das Zeug. Ich habe die Produkte nicht mehr müssen also ich habe Das ist auch noch günstig ehrlich gesagt. Mega günstig. Also ich habe kein Geld mehr ausgegeben für irgendwelche Shampoo oder Conditioner oder sonst irgendwelche Haarprodukte. Ich habe noch Locken, das heisst, ich brauche noch mehr Haarprodukte. Und von dem her ist es eigentlich schon recht chillig. Aber ich freue mich auch, wenn meine Haare wieder zurückkommen. Ja, fix. Hey, aber schön, dass du Mann. so eine positive Einstellung hast, Mann. Es hat viel gebraucht. Ja, das glaube ich. Und ich will jetzt auch nicht da so ein Bild verkaufen, dass es mega positiv und happy chappy ist.
ich hatte sicher mega viele Momente gehabt, wo mir es nicht so gut gegangen ist. Und eben dann so Sachen aufkommen, so, ich kann so nicht unter die Leute, ich fühle mich scheiße, ich sehe scheiße aus. Und es ist immer noch ein Unterschied, halt, wenn die Leute mich draussen sehen, wenn ich angelegt bin und meine Haare und alles richtig habe. Aber wenn ich mich dann so die Heime im Spiel gesehen habe, gut, es war halt auch noch ein Teil Lockdown dann gewesen, der ich meine Haare rasiert habe. Und dort habe ich nicht so geschaut, wenn ich rumlaufe. Und dann, wenn ich mich so sehe, dann im Trainer und ich sehe so kurze Reflexion von mir und bin so, das hat es schon auch gegeben. Das muss man sagen. Geht sicher auch mega auf Mental Health, gell? Also es ist crazy. Hey, aber also mega krass, mega spannend, aber ich glaube, wir wollen dich auch nicht einfach auf deine Krankheit reduzieren. Also du bist, du bist nicht nur da, um über das zu reden, aber es ist wirklich schön, dass du so offen damit umgehst und dass, glaube auch Leute ein bisschen Anklang finden, so, beziehungsweise ein bisschen ein Feld zu haben. Also, oder? Das ist mega wichtig, ist mega schön. Ja. Und ich glaube, es ist wirklich nicht einfach, damit auch so offen umzugehen, weil das Internet ist ein Ort, wo Leute anonym sein können, oder? Und das ist immer schwierig. Und nasty können sie. Und nasty können sie, wirklich. Bis vor dir stehen und nachher. Ja, und nachher ist dann nachher ist etwas anderes. Du hast aber vorher schon ein bisschen erwähnt, dass du mit Filmstudenten zusammen gewohnt hast. Ja, so. voll. Und du hast auch so einen Hintergrund. Was hast du gemacht? Ich habe Film studiert in London. Ich habe 2019 angefangen. Mega blöd halt, ist gerade nach einer Pandemie gekommen. Ja, fix. Das heisst, ich habe, glaube ich, etwa 80% von meinem Studium online verbracht. Ja. Aber ich habe Film studiert mit dem Schwerpunkt Drehbuch schreiben. Ja. Das gibt's, so Studiengänge gibt es in der Schweiz eigentlich nicht im Bachelor. Nur Master. Genau. Ja. Und ich habe einfach so ein bisschen meinen Fokus schon von Anfang an auf Drehbuch schreiben legen, obwohl ich dann während dem Studium gemerkt habe, eigentlich möchte ich auch directen. Ja. Und das ist dann so ein bisschen blöd gewesen, weil ich hatte die Chance halt dann im Studium nicht gehabt, aber ja, das ist so der Werdegang. Nice, Mann. Also Screenwriting oder Drehbuch schreiben. Wir haben jetzt gerade in der Schule ein Modul, wo Filmanalyse ist. Ich habe jetzt gerade eine kleine Arbeit, so eine Gruppenarbeit müssen machen. Ja. Und jetzt habe ich Ferien und jetzt nach der Ferien darf ich ein 30-seitiges, ich glaube 30 Seiten sind, Analyse schreiben über einen Film, wo wir haben können auswählen. Und ich habe den Batman gewählt übrigens. Wirklich? Ja, Mann, ich freue mich. Aus welchem Grund? Hey, es hat ganz viele verschiedene Filme gehabt. Also weißt du, so wirklich auch spannende und so Filme, wo halt irgendwie so, keine Ahnung, 40 Kennst du oder nichts? Ja, der hat ein paar gewonnen. Wie sagst du den? Ich finde den top. Ja, ich auch. Und andere auch, weil es einen Preis gewonnen. Nein, Mann, aber ich muss mich jetzt wie noch entscheiden, auf was ich genau eingehe, weißt du, in dem Film. Weil ich meine, es sind mega viele so spannende eben Plotpoints oder Erzählungsmöglichkeiten und so. Aber was ich eigentlich raus wollte, ist, wir haben die 3-Akt-Struktur haben wir angeschaut. Und ich finde es eben noch spannend, wie du eigentlich das auf jeden Film kannst abbrechen oder so, oder auf jede Geschichte kannst abbrechen. Und du hast dich aber jetzt hauptsächlich auf Kurzfilm fokussiert, oder? Halt, ist auch halt eine Budgetfrage. Also im Studium selber haben wir eigentlich ein bisschen alles gemacht. Und meine Bachelorarbeit war auch ein Featurefilm, also ein Langspielfilm von 90 Minuten. Oh, krass. Und während dem Studium selber haben wir mehr kürzere Scripts dann halt geschrieben. Und ich bin jetzt im Moment so ein bisschen... Also ich habe bis jetzt noch nichts Längeres geschrieben nach dieser Bachelorarbeit, das hat mir gelangt für eine lange Zeit. Ja. Aber ja, Kurzfilm ist eigentlich schon ein bisschen das, was ich so ein bisschen reintappen will, weil ich denke, das ist auch so ein bisschen die Zukunft. Die Leute haben nicht mehr so Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn du reinkommen willst, dann ist mit Kurzfilm halt schon der logischste Weg. Hey, ich finde es eben auch spannend, weil so eine Produktionszeit für einen Film, also mit Drehbuch schreiben, die ganze Vorproduktion, und das kann wirklich 2-3 Jahre gehen, locker. Also du bist schon schnell Grund und machst etwas in 72 Stunden. Das kannst du auch machen und Preise gewinnen damit. Nein, komm, es lange jetzt wirklich, das ist jetzt der Witz langsam vorbei. Noch nicht ganz, aber langsam. Nein, mit den Witz abpreisen, Bro. Nein, aber weißt du, Bro, also ich meine, ich kenne mega viele Screenwriter, wo aber dann halt Drehbücher einfach in schnell 2 Tage schreiben. Also ich meine, oder wie läuft das bei dir? Also es kommt, glaube ich, immer mega auf den Prozess davon an, wie die Leute Geschichten schreiben. Und bei mir ist es so ein bisschen, ich schreibe meine Idee zuerst auf und nachher gibt es so, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehabt habt, aber es gibt so Beatsheets. Ja. Und dort tust du eigentlich wie alle wichtigen Punkte, die im Film und alle Ereignisse wie auflisten. Und das heisst, du hast das Skript eigentlich noch nicht, aber du hast wie alle Schritte so... Ist das auch ein roter Faden oder ist einfach alle Szenen aufschreiben? Je nachdem, also je nach Programm, oder? Auch, wo du benutzt. Genau. Ja. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, ob du deine Geschichte linear erzählst oder nicht, natürlich. Und wenn du eben so dann irgendwelche Backflashes hast in der Story, du die Backflashes mit einarbeiten in
Liste. Und nachher hast du wie alle Punkte eigentlich, die im Skript halt einmal mit der Header, Interior, weiß nicht. Letztes Mal habe ich euch das Drehbuch gegeben zum Lesen. Weißt du noch? Ja. Genau, und dann hast du halt immer so die Titelziele. Okay. Und ich finde, wenn du das Speedsheet hast, und es kommt natürlich auch davon, mit wem du schaffst, weil es gibt Directors, die sind nachher so, schauen die Speedsheet an und denken, nochmal neu, gefällt mir nicht. Und wenn das Speedsheet dann mal finalized ist, kannst du wie sagen, okay, jetzt fange ich an mit dem Skript. Und ich habe, glaube bis ich das Speedsheet dann mal hatte, nach 4-5 Wochen mein Skript können schreiben und das ist dann wirklich nur 72 Stunden gegangen. Das ist crazy. Also ich habe nicht mehr so lange gebraucht, um dann das Skript zu schreiben. Klar, du musst noch Dialog und so rein tun, aber Dialog ist immer schwierig, wenn du keinen Schauspieler hast und einfach so ins Nichts rausschreibst. Von dem her, geht es eigentlich, das Schreiben an sich, der Prozess ist nicht so lang, aber die ganzen Stories und halt all die Details müssen alle Sinn machen, weil sonst du musst können als Scriptwriter anstehen und sagen, hey, das ist meine Story und sie muss einfach bulletproof sein. Ja. Stabil. Was würdest du als deine Lieblingsfilme? Das ist immer so eine dumme Frage, aber was so aus dem Handgelenk raus? Mein Lieblingsfilm ist Who Am I? Vom Elias Mbarek? Also mit dem Elias Mbarek? Oder mit dem Elias Mbarek? Das ist von Boran. Er ist Schweizer, also er ist von Luzern oder so. Ja. Und er ist auch der Macher von Dark. Stimmt, ja. Und das ist eigentlich der Film. Ich glaube bis heute noch, dass Mr. Robot von Who Am I geklaut ist. Ich bin überzeugt, 100%. Es ist geklaut. Ja, ich bin überzeugt, Who Am I ist ein guter Film. Und das Ding ist ja, er, also der Boran, der es geschrieben hat und directed hat, er ist angefragt worden von Netflix, um aus Who Am I eine Serie machen und hat abgelehnt. Er hat gesagt, er möchte keine Serie aus dem machen, aber er hat andere Ideen und durch das ist nachher ein Dark entstanden. Okay. Voll geil. Kennst du Dark? Das ist das Stranger Things. Ist das von Deutschland? Ja, ich habe es mal angefangen. Ja. Das ist auch ganz krass. Jetzt hat sie auch eine neue Serie, 1899. Genau, ja. Ist das auch von ihm? Das ist auch von ihm. Stabil. Ah ja? Wie heißt der? Baran Vino? Baran Obodor. Vielleicht kurz sogar. Wer weiß. Ich glaube, der ist kurz. Ja. Das könnte sein. Ich glaube, der ist echt kurz. Ja. Ich bin keine Ahnung von wo. Ich hoffe, du isst es. Außer du bist... Scheißegal. Is einfach. Außer du bist von Basel, dann nicht. Dann nicht du. Nein, ich glaube vom Aargau oder so. Ja. Baran Obodor. Ja, genau. Ja, schau mal schnell. Herkunft. Gibt es nicht erste Google-Suchoption Baran Dudar Kurde? Es ist schon, glaube ich, Schweiz, weil es ist immer, wenn du einen guten Export hast, ja, ist halt immer Schweiz. Olten, Kanton Solothurn. Okay. Ja, das ist Kurd. Ja, pauschal 50% von denen sind Kurden. Er sieht nicht so aus. Ja, okay. Zeig mal. Er ist 78. Ui, der könnte einer von Dings sein. Der könnte so einen... Kennst du die linke Türke? Ja. Der korrekte, der Bruder. Hey, aber ich gönne es einem, egal von wo ich spiele keine Rolle. Scheißegal. Ja, also europäische Filme findet ja immer mehr Anklang so. Voll. Ja, weil links hast du mal gesehen, die Explosionen, Autocrash, dreifaches Alter, Transformers. Ja, man merkt es auch mega. Also jetzt von London aus, was so der Narrativ ist mega gewesen, Hollywood ist tot. Ja. Europäisches Kino kommt wieder. Und es ist auch mega, der Fokus ist so, bleibt in Europa, macht eure Filme da. Ja, viel. Es lohnt sich nicht, zum auf Amerika übergehen. Und es macht auch Sinn, also ganz ehrlich, es macht auch Sinn, es ist so kommerzialisiert, das Ganze in Amerika. Also Hollywood ist so ein bisschen, wo du angehst, um deine Seele verkaufen und dann kommst du leer wieder zurück. Und schlussendlich hast du dann nicht das können machen, was du eigentlich hast wollen machen. Und so Film ist, glaube ich, schon ein Kunstwerk und wenn dann alles gleich aussieht am Schluss. Ja. Hey, ich glaube, es ist auch einfach allgemein schwer, zum Beispiel können ein Produkt jetzt schreiben, wie du das machst, und nachher auch noch so können überbringen, oder? Weil es sind so viele Geldgeber dahinter. Also nur schon für Schweizer Produktionen 90 Minuten lang kostet etwa 2 Millionen Stutz. Tschüss. Und das ist normal. Ja, also, das ist wenig. Das ist low budget. Das ist in der Schweiz, ja. Hey, das in diesem Land ist einfach alles teuer, Alter. Aber das ist im Vergleich zu international. Film ist es nichts. Okay. Ja. Also ich meine mittlerweile in Amerika so Top-Tier-Produktionen. Meinst du, der Booster in der Schweiz, hat der auch? Bus? Egal. Der ist auch mal. Der ist von Handkamera. So iPhones wie mir. Ja, genau. Low budget. Nein, man, aber es ist crazy. Also weißt du, so, wie viele Leute dahinter stecken und so. Und ich meine, am Anfang, als ich in der Schule angefangen habe, bin ich überrascht gewesen, wie lange Leute haben zum Film machen. Weißt? Aber je mehr Leute involviert sind, oder, desto länger ist der ganze Scheißprozess. Das ist crazy. Und Geldgeber wollen natürlich immer mitreden. Ja, weil sie geben das Geld, ist logisch. Aber es zieht schon den Prozess mega raus. Ja. Was ist einer von deinen Lieblingsfilmen? Interstellar, sicher. Ja, stimmt. Last Samurai. Ui. Ich weiß, peinlich.
Oh mein, du hast Film studiert? Ja. Oh mein Gott, G. Bro, Interstellar ist schon krass. Interstellar, Ich habe es gehört und ich habe es auch gesehen, Ey. Ausschnitt. ich habe Interstellar, Last Samurai. Lass uns mal mit dem Tom Cruise, oder? Ja. Der ist auch nicht schlecht. Der ist brutal Der ist geil. schön, der ist Aber brutal ist so schön. ein Actionfilm, ja. Es geht. Ja, und Drama. Ja. Action-Drama, ja, etwas. Aber die zwei finde ich... Und Gladiator. Uiuiui, ja. Die sind sicher so Top 5 garantiert. Ich kann jetzt nicht sagen, was erst ist, aber die drei könnte ich immer schauen. Und momentan würde ich sicher auch brüllen sehr bei diesen Film. Finde ich Gladiator richtig schön. müsst ihr auch mal wieder schauen. Ist auch mit dem Joaquin Phoenix, oder? Ja, voll. Ja, Ja, Mann. müsst ihr auch mal wieder schauen. Joaquin Phoenix. Einfach kommen und mit... Das ist eigentlich auch ein guter Input. Eigentlich wieder mal Joker schauen. Man. Ja, Joker 2 kommt jetzt, ist jetzt in Produktion. Avatar ist rausgekommen. Ja, Und das die wollen wir nächsten schauen. 3, also es wird insgesamt Sind jetzt 5 geplant. Avatar geben, 3 sind schon geplant. Ja, ganz geil, ganz Alle geil. 2 die Jahre sind- kommt einer. Die sind, glaube ich, schon lang geplant. Ja, ja, die sind schon lang geplant. Wo der erste schon rausgekommen ist. Eben, so lange kann es gehen. Aber es ist crazy. Ja, eben, ich meine, das sind 20 Jahre oder Ja. so. 13. 13. 2,9 ist Schön rausgekommen. schauen. Ja, Bro, das ist crazy. Crazy. Stabil. Ich weiß nicht, ob du noch willst du weiter. Ich habe ein paar. Ich habe nur ab mal so Okay. Bullet Points angeschrieben. Du hast ja in London gewohnt. Ja. Also, ich habe immer wieder die letzten 3-4 Jahre oder vielleicht auch 5 Jahre, ich weiß nicht, aus dem Nichts höre ich einfach immer wieder Prinzessin das, Meghan Markle das, die das und ich komme nicht draus, was läuft. Ich weiß einfach nur, es ist fett wie Telenovela. Es ist glaube ich, nur Telenovela. Kannst du uns einen Crashkurs geben bei der Kannst du, Royal also, Family? wenn du wüsstest, weil du hast Kein- dort gewohnt, ich habe gedacht, vielleicht hast du irgendeinen so Insider. Ich check Ich kann nur sagen, ich nichts. habe mit dem Harry Party gemacht. Ah, was? Was? Ja. Wo? Meine erste Ausgangsnacht in London. Warte. Du hast mit Dings, Prince Harry. Ich glaube, es ist der. Also nicht der mit den Haaren. Also Wo wir nicht bei dem du. Thema. nicht ich. Nein, es gibt doch den Prince William mit der Glatze. Ey, das ist der letzte gewesen, es tut mir leid, das ist der Das letzte ist gar gewesen. nicht der letzte gewesen. Ich Das weiß ist der letzte gewesen. Okay. das ist nicht der letzte gewesen. Du musst auch ein bisschen mehr. Wir erklären es nachher. Ja. Du musst mal ein bisschen ausrasten. Ja. Erste Fight Night von Kurz und Bündig. Also warte, erzähl schnell, wie ist das passiert, dass du dort bei ihm feiern bist? Ist nicht er, der mit der Meghan Markle verheiratet ist? Doch. Dort ist ja noch. Also Ist das das ist 2000, nein. Das ist Ja, ich hätte 2019, rausgekommen. 2019 ist das gewesen. Ich bin gerade auf London gezogen, neu. Und habe mit meiner Kollegin so gefunden, hey, gehen wir so einen Membership-Club auschecken. Und die machen immer so Touren. Und sie haben eben junge Leute wollen. Und dann habe ich denen so ein Mail geschrieben und sie so, ja, wir machen eine Tour heute. Und es war gerade 31. Oktober, gewesen. Das ist wichtig für die Story, weil es ist Halloween. Und sie, die uns dann die Tour gegeben hat von dem Clubhouse, und es ist ja schon, also in England ist es mega so normal, dass du so Gentleman's Clubs hast und so, und wo du nur als Member reinkommst. Und das ist so mega established Ja. eigentlich. Das Ja. kennen wir, glaube ich, in der Schweiz nicht so Ja. mega fest. Ausser, nein, es gibt eigentlich keinen Club, der so exklusiv Doch, ist. doch, Kaffeeute. Die machen so. Jade auch. Kurz und bündig Garage. Und genau. Ja. Und wir sind dann in dem Membership-Club gsi und die uns die Tour gegeben hat, ist Serbin und meine Kollegin ist auch Serbin und dann sind sie voll connected und dann hat sie gesagt, hey, kommen doch an die Halloween-Party heute Abend, weil wir haben nur alte Mitglieder und wir brauchen junge Leute. Und sie haben 2 hübsche Frauen gesehen und gedacht, kommt mit. Dann sind wir dort an, weil wir gedacht haben, gratis Alkohol eigentlich, das war so Ja. der Main-Motivator gewesen. Und dann haben wir dort so 2 Leute kennengelernt, so 2 Typen und der eine war schwul gewesen. Der andere bin ich mir nicht ganz sicher gewesen, ehrlich gesagt. Und hat sich dann nachher herausgestellt, dass er etwas von meiner Kollegin hat wollte. Und der nicht schwul war, hat uns dann wie so mitgenommen auf Soho. Und Soho ist ja so ein bisschen das Ausgangsziel eigentlich in London. Ja, Und eigentlich so wie die Langstrasse ein bisschen, aber etwas, ja. im grösseren Format. Und dann sind wir dort in eine Bar. Und in London ist auch lustig, alle Clubs gehen um 3 zu. Oder um 2. Irgend so 3 etwas, ist ja, ja, noch so voll, lang. Es voll. ist so, wir haben offen bis um 3 und alle sind so, wow. Krass. Da in der Schweiz, Zürich could never, im Hive bis um 7 Uhr morgens. Auf jeden Fall sind wir dann mit dem weiter und dann erst sind wir schon mal in der Box gewesen. Und wir so, keine Ahnung. Ich das erste Mal ausgegangen in London, wir so, kein Plan. Wir sind beide, ich habe London nicht so gut gekannt vorher. Meine Mutter hat dort gelebt, als sie so alt war wie ich, aber ich habe mich doch nicht ausgekannt, was das Nachtleben angeht. Ja. Und dann bin ich schnell so googeln, während er erzählt hat von der Box. Und es ist so ein exklusiver Club, es ist ein Sexclub. Dort hast du ihn gesehen. Es hat kein CCTV. Das ist der einzige Club in London, der kein CCTV hat, also keine Überwachungskamera. Ja. Das heisst, es hat mega viele Celebrities, die dort hingehen, weil sie fühlen sich nicht beobachtet, oder? Krass.
Und er so, ja komm, wir müssen jetzt gehen, es ist bald 2, da kommt schon die nächste Show. Und dann sind wir schnell dort übergerannt und dann hat er mit dem Türsteher geredet und es hat vor dem Club allein gehabt, wirklich so, es war so eine Gosse gewesen. Und es ist so, Gebäude nach Gebäude sind Leute angestanden. Es sind so etwa 300 Leute der allein gestanden, die nicht reingekommen sind und die haben alle einen Tisch gehabt. Ja. Und du musst einen Tisch kaufen, um überhaupt dort anstehen. Krass. Und ein Tisch kostet, glaube ich, so 2000 Pfund. Tschüss. Es ist wirklich ein bisschen insane. Wild. Auf jeden Fall sind wir dann in dem Club gewesen, und dann hat die Sexshow angefangen. Und also, warte. Sexshow. Haben sie Bums oder was? Vor euch? Ja, nein. Es haben viele Sachen gemacht. Ja. Es ist wirklich, aber wirklich so ein bisschen, es ist doch auch. Okay. Es hat so Akrobatik-Elemente. Es ist Kunst, Bro, du checkst nicht. Leute, okay, sorry, Leute in der Luft irgendwie Sachen gemacht haben. Ja. Und darf ich eine Frage? Ich will das einfach bildlich vor mir haben. So, irgendwo passiert eine Show und ihr seid am Tisch am Saufen und am Essen, oder? Nein, also es ist wie, stell dir vor, so Moulin Rouge-mäßig, so wie so ein, nennen wir das Theater? Okay, Ja. okay. Oder so wie eine Arena. Also die Stühle und so und Tisch sind alle so rundherum gewesen, und da hat es eine Bühne gehabt, die dann so ein bisschen führen So eine Tribüne halt, ja. So wie eine Tribüne. Und so ein bisschen, ja, also die Shows sind so ein bisschen So burlesque. burlesque-mäßig, aber halt Okay. wirklich komplett nackt. Ja. Mhm. Und ich bin einfach dort, wir sind gerade reingekommen, die Show hat gerade angefangen und wir einfach so, Kulturschock direkt. ja, wirklich so, what Krass. the fuck is going Krass, on, krass, wirklich. Oh. Ja. Auf jeden Fall sagt mir dann irgendwann so ein Dude, der uns dann in die Lounge eingeladen hat, weil wir müssen von dem anderen flüchten, weil er schon mega creep war. Ja, besser. Dann bin ich in dieser Lounge gewesen, schon ein bisschen angetrunken, und dann er so, hey, look, der Harry steht. Und ich so, wer ist das? Potter oder was? Wirklich so, welcher Harry? Der Voldemort und der Harry im Club. Ich kann es nicht sagen. Eine ist okay. So, yes. Eine ist okay. Nein, und nachher habe ich so geschaut und da ist einfach so der Prince Harry dort geguckt mit seinen Kollegen. Es hat noch andere Celebrities gehabt, aber ich bin Kannst du ein paar Sachen droppen? Bro, ich sag dir ehrlich, nach dieser Folge MI6 kommt rein. Bro, nach dieser Folge, du schreibst der Josie einfach nur ein Haken auf WhatsApp. Dieses Profil wurde nicht gefunden. Das war, Alter. Hey, nein, wild. Die mir nachher, wenn die Story passiert, einfach Stimme verzerren und pixeln, weißt du? Nachher wieder normal. zu meiner Sicherheit. Also warte, du bist dort am 4 gewesen, bist am Abgang gewesen und dann hast du ihn irgendwo gesehen und Also er ist wirklich in der Lounge vor mir geguckt. ist er allein gewesen? Einfach mit Leuten. Aber er hat sich Okay. Security gehabt, man. Leute. Fucking. Also vielleicht haben Hey, ich glaub- Security sind vielleicht normal angelegt. Ja, ich kann mir vorstellen, weißt du, wenn du in so einen Ort gehst, wo es eben keine Camps hat und du kannst dich wohlfühlen, du hast bald von dir selber auch vielleicht nicht versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen. Aber Ja, Bruder, voll. also ich meine, der Security. Typ ist doch gefährdet zum Ey, vielleicht ist er offensichtlich, entführt werden und so. ja, ja, Ich aber meine, offensichtlich ist er halt in dem Fall regelmäßig dort und Ja, und der Club ist wirklich auch bekannt. Mega viele Celebrities gehen regelmäßig Crazy. dort hin. Einfach weil sie so Und in Ruhe ihre Freiheit, feiern. ja, voll. Eben Kameras und so, alles nicht erlaubt. krass. Und von dem her, für sie ist es perfekt, weil da ist nie Paparazzi Krass. oder irgendwelche komischen Fans. Ist da irgendwas passiert so, wo man kann jetzt droppen so? Ich suche Nein, immer gar so einen... nicht. Nein, gar nicht. Das ist wirklich Okay, vielleicht langweilig eigentlich. eine Woche oder 2 Wochen später ist vielleicht ein Netflix-Doku rausgekommen, vielleicht von dem einen Abend, weiss ich nicht. Ich sehe immer, die dort Doku, das passiert. Ja, dort. es, ist Ich check's eben dort, nicht. es hat so Boulevardpresse gegeben, weil er ist im Ausgang, also sie haben ihn schon gesehen im Ausgang, Ja. wo er reingelaufen ist, hat es schon Paparazzis gehabt. Und es hat Boulevardpresse gegeben über das, dass er, wo sie schwanger war, also sie hat gerade das Kind bekommen, glaube ich, dort. Mhm. Und er ist halt in Clubben, Wie man halt so macht. wie man es halt so macht als Royal. Er so, ey, gar kein Bock, dass das Kind auf die Welt kommt. Ich kann erstmal Sex Ja, schon jetzt nicht 20 gönnen. Nannies, ist scheißegal. Ja, Ja, wirklich. wirklich. Krass, Crazy, man. krass. Ja. Okay, Das Das war ist- wirklich der Peak gewesen in London. Nachher noch Merkst nicht du mehr schnell, erlebt. ihre London-Stories und unsere London-Stories, die auseinandergehen, Bro. Was sind eure London-Stories? Wir haben es in alten also ich habe 2 Podcasts- London-Stories, aber eine mit ihm. Das war wild gewesen. Die mit, ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast, aber die, wo wir in Griechenland, Ah, ja, ja. wo wir go essen sind, in dem griechischen Resti und so. ja. Aber okay, also du bist dort go feiern, das war der Peak gewesen, und du kannst aber nicht so genau so sagen, was passiert ist da mit der Royal Family. Checkst du das ungefähr? Ich check's eben nicht, Alter. Ich check's Nein, es nicht. ist zu kompliziert. Also ich weiß nur, einer ist ein Pädophile. Tschüss. Fuck, ist Bro, Ja, der also, Prince Andrew ist ja, glaube ich, bekannt bei allen. Sie haben es einfach probiert unter den Teppich zu kehren, aber es ist nicht so gut gegangen. Und dann Queen ist tot, das weiß ich auch. Lizzie in the Box. Also, wow, was ist mit dir? Man? Ein bisschen locker heute, Alter. Nicht, ich will einfach dich in so irgendeine Situation hey. stecken. Und Nein. Meghan und der Harry sind ja nicht mehr eigentlich Teil von der Royal Family offiziell. Voll. Sie sind ja auf Amerika gegangen Voll. und der Rest, ich habe keinen Plan. Und auch Okay. so Duchess und sie haben ja so Häuser und so verschiedene Hey, das und ist- Bezirke, komme ich nicht raus. Ich check's eben nicht. Das Einzige, was ich lese so wenig Zeit in letzter Zeit, wenn ich etwas lese, dann ist immer so, irgendwo siehst
Meghan am Brüllen, irgend so nachher Meghan Markle Netflix-Doku Leak, irgend so etwas. Oder irgendwie, keine Ahnung, Nanny hat erzählt von der Royal Family, dass die so... Ich glaube, es ist einfach schlimm toxisch, das Unfall, oder? Ich nehme es schon. Ja, sehr. Und ich meine auch, ich nenne es jetzt schwarze Frau, als schwarze Frau so in die Royal Family reinkommen, stelle ich mir per se, ich glaube, als normalsterblicher Mensch ist es schon komisch. Und nachher kommst du noch als jemand mit einer anderen Hautfarbe dort rein. Ja. Not for me. Ja, sehr. Okay. Stabil, ja? Okay, dann ich bin nicht viel schlauer geworden, aber also doch eigentlich schon, du hast mir ein paar Infos gesagt, du hast mir, ich weiß schon ein bisschen mehr, aber dann ist einfach rein wirklich Telenovela, ist nicht so, ich habe gedacht, vielleicht noch Politik, ein bisschen Szene mehr, aber... Nichts. Die haben gar keine, also die sind gar nicht... Eben, die dürfen da eigentlich gar nicht mehr machen dort, das ist einfach so... Also, die können etwas versuchen, aber... Abgesehen davon, dass irgendwie die Steuergelder, ein grosser Teil der Steuergelder geht ja in die Royal Family. Ja. Und ich verstehe nicht, wie das englische Volk noch nicht hässig ist. Hey, du musst ich habe mal Netflix-Doku gesehen, ich habe es schon mal gesagt, musst dir mal geben, es wird einfach nur noch, es wird einfach in 20-30 Minuten abgebrochen, was die eigentlich sind. Und es ist nur noch, dass die eine Marke sind, fertig. Ja. Es ist einfach nur noch, die sind Kardashians, das sind einfach Aushängeschild so, weil die meisten kommen immer so, oh mein Gott, gehen wir Buckingham Palace, gehen wir die Soldaten anschauen, machen wir ein Foto und so. Aber das ist ja mittlerweile bei vielen so Royal Families, dass die eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Ja, aber dann ist so, die pushen sich selber, weißt du, die haben so Marketing, so, die haben Schlösser in England gehören, die haben Immobilien, Tassen, alles mögliche. Also. Alle Enten gehören ja der Queen, oder haben der Queen gehört in London. Alle Enten und Vögel gehören der Queen, offiziell. Wenn du etwas den Enten antust, dann hast du ein Problem mit der Queen. Okay, dann gehen wir einen schlafen, sollte sie rauskommen, komm reden jetzt. Aber ich glaube, der König jetzt nimmt niemand wirklich ernst. Ja. Und ich glaub, das ist der, der ganz kurz vor dem... Eben, ganz ehrlich, der hat maximal 10 Jahre. Bro, nein, der huscht einmal... Kommt davon, wie fest sie ihn, wenn er also mittlerweile, mit all dem Drama, was passiert, kann man schon vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere bei einer guten, langen Treppe so... als würde er checken, weißt du? Dann geht er so Netflix-Doku und sagt, mein Vater ist so ein Mann gewesen. Wie ist das passiert? Dann geht es einfach nochmal wieder Telenovela. Stabil. Okay, gut, ja. Gut. Und Studium fertig? Studium fertig. London vorbei? London Ferien? Okay. Ich glaube, es ist wieder in der Schweiz, gell? Voll seit dem August. Okay, Lust? So 1 bis 10? Ich sage 5. Ja? Ja. Hast du lieber wieder in London? Jetzt geht nicht, so finanziell gesehen. Not a good ja, time. stimmt. Aber ich vermisse es schon ein bisschen. Also, ich merke jetzt, als ich zurückgekommen bin, dass Zürich viel kleiner ist, als ich gemeint habe, bevor ich gegangen bin. Und es hat halt schon ein bisschen Dorf-Vibes ab und zu. Weil ich bin halt, also das Ding ist halt, ich bin von der Stadt und ich bin in der Stadt aufgewachsen. Und das heisst das so, kennt auch jeder. Das kennt jeder. Und wenn du einmal so irgendwie beim Sportamt oder so bist oder Jugend- und Sportkurs gemacht hast, kennst du mehr Leute und so. Ja, fix. Dann hast du irgendwie noch so Herbstferienkurs und ich weiß nicht was. Und von dem her kommst du zurück und du erkennst Leute und sie erkennen dich und sind halt dann so, oh, und wie ist es in London? Und ich bin halt jetzt wieder zurück. Und der erste Monat war mega voll in meinem Kalender. Weil ich einfach die Leute wieder getroffen habe und ein Catch-up gemacht habe. Aber mittlerweile habe ich ein bisschen herausgefunden, mein Leben da ist ein bisschen langweilig. Da kannst du wirklich nicht so extrem viel machen. Das ist halt wirklich... Ist schon so. Also, und ich meine, in London, ich glaube, die Leute haben auch ein bisschen einen anderen Lifestyle. Also dort bist du broke und du gehst gleich raus jedes Wochenende. Du bist broke und du bist gleich im Pub oder so. Oder es regnet. In Zürich, wenn es regnet, ist niemand mehr auf der Straße. In London, scheißegal, es regnet, gehen wir unter den Schirm. Nochmal ein Grund mehr zum Saufen. Ja, gehen wir unter den Schirm. Aber es sind alle in den Pubs, es sind alle Leute draußen und so Sozialleben, dort ist halt schon noch etwas anderes, habe ich das Gefühl. Ja. Okay. Und was würdest du gerne machen, so arbeitstechnisch, filmmäßig? Würdest du gerne in einer Serie arbeiten in der Schweiz? Oder? Eigentlich mehr, also ich würde mega gerne einfach generell im Film arbeiten, auf einer Serie oder auf einem Projekt. Ich bin aber jetzt momentan ein bisschen ausgebucht, weil ich habe ein Skript, also meine Bachelorarbeit ist von einer Produktionsfirma aufgenommen worden. Oh, schön. Ja, voll. Sehr nice. Ist der Titel? Oder dein Arbeitstitel? Fear Thy Neighbor. Ah, geil. Ich glaube, ich habe es mal geschickt. Ja, das hast du mir geschickt. Ja. Und ich bin jetzt da zum Rewriting machen vom ganzen Skript. Sehr nice. Und das heisst, es braucht wahrscheinlich 2 bis 3 Monate Zeit, bis das Ganze wieder im Kasten ist. Ja. Und dann mal schauen, was das nächste Jahr bringt. Okay, stabil. Du hast, glaube ich, willst du jetzt richtig beichten gehen? Nein, ich habe einfach eine Frage parat. So. Ich habe gedacht, wenn ihr redet über Film Frage, und ich kann, allgemein, so du sind ja beide auf TikTok. Ja. Der neue TikTok-Trend, wo sie die Leute ihre Mütter zeigen. Hey. Das ist you do you, aber das ist für mich. Du weißt, wie Leute auf TikTok ticken. Du weißt, wie wenig es braucht, dass du 1 Million Likes hast. Und wenn du deine Mutter wortwörtlich verkaufst für so Likes.
Aber ich finde die geil, ich finde die lustige, wenn so Mutter geht, dann kommt sie einfach wieder im Pyjama. Dann Ja, bei Bro, das ist also geil. vielleicht schon für die, die es nicht checken. Ja. Es gibt einen neuen Trend, wo so... Wie geht der Song? I wish I was a little bit... Ja. irgendwie so. Bro, auf jeden Fall, man nimmt Mutter auf und sie läuft so quasi in die Kamera. Wie sie sonst damals Wie so sie ausgesehen. normal Wie sie angelegt angelegt ist, Ja. nachher geht sie weg, nachher legt sie Kleider an von der Tochter. So der Style. Oh, Bruder. Aber- Ich sag dir etwas, Ich muss glaub, Facebook runterladen, Bruder. Die Mütter sind dumm. Ich sag dir einfach, es ist. Also ich muss sagen, bei gewissen Müttern hast du wirklich. Musst du genau anschauen, Ja, ja, sowieso. voll. Das ist doch gelogen, Mann. Das bist doch du Das ist doch selber. Tochter. Das bist doch du selber. Wieso lügst du so krass? Ja, kein ehrenlos. Genau, Ich wie bin- Josh sind Trend. Bro, ich bin seit 2 Stunden gleiche Sound am Er, Hören, so, Bro. er geht auf den Sound, dann macht er einfach jetzt wieder, oh mein Gott, ja, du auch. Alter, Jeder Mann. vierte so. Er ist sogar gell, okay, kommentiert, Mami. um den Tag herauszufinden. Bro, der Trend ist wild, Alter. Ich sag Er ist dir wirklich- ehrlich. Aber TikTok macht immer wieder, es kommt immer wieder aus dem Nichts so irgendwelche Sachen, wo du einfach denkst, so, Bruder, Ja, jetzt kommt dann, glaube ich, der nächste kommt so, also ich habe mega viele von diesen Videos auf meiner For You-Page, wo so Leute sagen, hey, der und der ist gestorben, so der Lieblingscelebrity von den Eltern. Oh, krass. Und dann ja. filmen sie die Reaktion filmen von den Eltern. Es ist mega fies. Aber ich habe wirklich so 10 Videos hintereinander gehabt, wo das passiert ist. Ja. Und die okay. Eltern sind halt so voll am Durchdrehen und die einen fangen an zu brüllen. Nachher ist es aber, ich habe eine Lösung. Ich hätte dich jetzt nachher, wie mich kann, dann machen wir TikTok, dann kommt es gut. Alter, Mann. Ja, das ist wild, das ist wild. Ich habe eine Frage, die ich einfach generell jetzt immer wieder Leute stellen will, die da sind. Ich habe einfach so Wunder Gesprächsstoff. Es ist völlig weg von dem Thema, völlig weg von allem anderen. Es ist einfach reingrätschen. Das ist auch ein bisschen viral am Gehen. Die Frage immer wieder, siehst du das so, dass die Leute das fragen und diskutieren darüber. Und die Frage ist die folgende. Würdest du lieber 1 Jahr am Stück in den Knast gehen oder 3 Jahre lang jedes Weekend? 1 Jahr lang am Stück? Oder 3 Jahre lang jedes Weekend? Also Also 52 Wochen lang. 52 mal 3. 3. Fixes Jahr. Ich kann sowieso mal ins Gefängnis. Ja? Für einen halben Tag. Gemein, ich gehe stechen. Zahlung der Rechnung nicht, warte bis Ja, ja, 17 eben. Mal. Also das heisst Wochenende, Samstag, Sonntag? Ja. Jedes Wochenende. Ja, du bist, sagen wir, Samstagmorgen um 6 Uhr. Und unter der Woche arbeite ich? Oder kann ich frei? Das ist dir überlassen, was du unter der Woche machst. Nein, ich glaube, ich will fix ein Jahr gehen, Bruder. Ich auch. Bro, Ich mache ich- gerade die mathematische Rechnung. Nein, das ist scheiße auf Mathematik. Ich tue nicht 8 bis 5 arbeiten, um nachher am Wochenende ins Knast gehen. Eben. Also am Wochenende in den Knast gehen. Das ist unter der Schublade. Aber es gibt eben Aber die Leute... Frage ist eben wo? In Knast. Ja. Nein, in der Schweiz ist es chillig, Bro. Ja, ja, aber es Aber kann, wenn so Guantanamo Bay und so. Bro, es kann egal wo auf der Welt sein. Wenn ich Montag bis Freitag arbeite und dann muss ich noch am Wochenende in den Knast. Nein, danke. Du wirst krank halten. Ich Bro, es will nur gehen zum Connecten. Aber dann würde ich lieber 1 Jahr am Stück gehen und dann Hast am du bessere Stück... Connections? Ich Ja. will einfach gehen, um mir Tränen zu tätowieren. Da. Weißt du? Bro, ich habe mit einem deutschen Rapper habe ich zu tun gehabt, der regelmäßig im Knast war. Ist egal. Ist regelmäßig im Knast gewesen. Ja. Und immer, wenn wir am Dreh sind und er so hässlich war, hörst du ihn so, weißt du, so ein bisschen mumbeln. So. Er so, Bruder, ich gehe lieber wieder in den Knast. Hast du mindestens deine Ruhe, Bruder? Keiner nervt dich. Du musst den ganzen Tag in deinem Bett leben. Ist gut, Bro. Das stelle ich mir schon manchmal so vor. Eigentlich, Bro, ich glaube so in der Schweiz, Knast, Bro. Ist, glaube nicht Du so. musst keine Briefe mehr aufmachen, Bruder. Du hängst, Keine Rechnungen zahlen. Du hast einfach keine Briefe mehr. Das ist einfach Seelenfrieden. du hängst einfach dort. Du hast keinen Brief, wo du jeden Morgen schauen, ey, ist jetzt etwas da oder nicht. Einfach 1 Kannst du den Jahr ganzen lang. Tag Liegestütz Ich schwöre, machen. was sonst machen? In der Schweiz kannst du sicher noch sogar Handy mitnehmen, wirst sogar vielleicht Influencer in dieser Zeit, und dann kommst du raus und dann, weiß ich nicht, bist du Fame, so, der Style. Okay, stabil. Ja, da, gönn dir. Ja, Mann. Was soll ich noch wieder fragen? Ich bin zwar wieder im Thema Film gewesen, aber das haben wir jetzt glaube ich auch ausgesucht. Ihr habt ihm seine Mutter Ja. kaputt ausgesucht, Alter. Hey, nein, Mann. Ja, wenn wir auf Beichten übergehen. Ja, safe. Ich würde Ja. unbedingt, dass wir alle zusammen auf Beichte reagieren. Also, Telefon. sorry. Ich komme mich. Okay, also, Das ist recht gut angekommen, hä? Die ja, Beichten. voll. Aus irgendeinem Grund sind 60% von der Beichten, was ihr in der Oberstufe oder der Primar gemacht habt, und von diesen Beichten, was in der Oberstufe und Primar passiert ist, einfach, ich musste schießen oder pissen und ich kann im Gang, ich habe draußen im Gebüsch. Bro, was haben die für Probleme? Und vor allem, weißt du, oh mein Gott, das war Magenproblem. ja, aber vor allem, weißt du, ich habe jetzt endlich, oh mein Gott, rauslassen, was mich seit Jahren bedrückt. Ich habe damals 6. Klasse auf dem Weg ins WC auf dem Gang schießen, was ich geschafft habe.
Bro, hör auf so jemals wieder so etwas beicht, Alter. Fucking Opfer, das nichts erlebt haben im Leben, Alter. Also. So. Schau da, hab mal beim alten Schulhaus angekackt mit 6 und jemand hat mich aus dem Haus nebendran gesehen und meine Eltern angerufen. Ja, Bro. Ja, aber das ist 6, kann ja passieren, Alter. Was ist das für ein scheiß Beicht, Alter? Nein, Bro, aber ich meine, wieso gescheiss ist, also weißt du, öffentlich, das ist doch so unchillig, Alter. Das Also. so in der Wiese. Ja. Ich fange mal entspannt an. Okay. Ein Beichte ist, ich habe meine Ex ihre Sis bumst, weil meine Ex mich betrogen hat. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Fair Play, meine ich. Ja, hätte auch gesagt. Hey Bro, wenn beide einverstanden sind. Also. Aha, ach so, okay. Oh mein Gott. Nein, dann. Ey, King in dem Fall, ja? Ja, Schachzug, Chess-Moves, etwas. Meiner Ex, ihre Schwester. Okay. Hey, wild, ja? Okay, und jetzt kann ich gerade so 3-4 Levels hoch. Okay. Mein Mitbewohner hat meine Freundin bumst. Da wir noch 3 Monate zusammen gelebt haben, habe ich ihm immer wieder das Essen gespuckt, sein Zauberstil an meinem Arsch gerieben und andere Scheiß gemacht. Hat gut da zum ehrlich sein. Bro, du hast 3 Monate lang Arsch an den Zähnen gehabt, Bro. Einmal hast du Arsch gegessen, nachher musst du 3 Monate lang Zahnbürste. Du hast Arsch gegessen, Bro, und du hast, oh mein Gott. Ey, wild, Alter. Also ich muss sagen, ich bin immer noch überrascht, wie Leute so dumm sein können und einfach so... Verwützen beim Betrug. Nein, aber wie kannst du so Freundin vom Mitbewohner, also weißt du, so, du weißt doch, ich bin in dieser Situation noch 3 Monate lang drin, Bro. Eben, ich sage, er hat eben nicht gedacht, dass wieso als Licht führen kommt, dass Ja, wieso ja. rauskommt. Und jetzt, Aber was hat er gesagt, dass 3 Monate der Typ entspannt mit wird? ihm 3 Monate lang gelebt, nachdem er herausgefunden hat, ey, er weiß es. Ich nehme an, er hat es einfach herausgefunden und ihm nicht Ja, gesagt. nicht er gesagt, schreibt, ja. da wir noch 3 Monate zusammen gelebt haben. Also ich nehme an, wahrscheinlich ist schon klar gewesen, dass Sie ausziehen. Wege aufgelöst oder sie ausziehen oder er Wild, auszieht. Alter. Richtiger Highway-Modus. Chess-Moves. Ich habe zwei Beichten. Oh, wieso schaust du mich so? Nicht, ich habe 2 Beichten und keine Beichten so, eigentlich, aber ich habe will, dass das trotzdem erwähnt wird im Podcast, ist mir persönlich wichtig. Die erste Beichte war, ich habe einen Crush auf jemanden von euch. Und dann ich so, okay, chillig. Und die zweite ist, also irgendwie habe ich einen Crush auf den Yoldash. Okay. Meine ich? Yeah! Ja, klar, Alter. Herzig. Okay. Über dem. Nein. Hey, Bro, aber, ja. Also, weißt du, mittlerweile, ich will auch klarstellen, so, Bro, es kann mittlerweile auch, also nicht, dass es schlimm ist, aber es kann auch mittlerweile Typen sein. Weil es nicht, Ja. also es ist nicht, dass es nicht passiert ist. Ja. Dass der eine oder andere. Du musst es wirklich erwähnen. So. Jetzt. Du musst wirklich Das erwähnen. wollte ich Jetzt. Hey, ja, anscheinend haben gewisse Leute Crushes auf mich und das ist auch schon ein Typ drunter gewesen. Ist auch herzig, Bro. Aber kannst du dir erzählen, kannst du die Story erzählen? Das ist eigentlich eine geile und lustige Story. Hey, Bro, es ist ein bisschen unangenehm, man. Ich wollte niemanden an Pranger stellen. Ja, du musst ja keinen Namen erwähnen, einfach was Ja. passiert ist. Hey, Der Outcome nachher, wo du gesagt hast, ey, nein, voll easy, was Ja, nachher passiert voll. ist, das ist lustig gewesen. hey, mir hat einer geschrieben, ob ich eine Freundin habe. Und ich habe halt so als Spaß gesagt, ich so, nein, wieso hast du Interesse? Hat Spaß? Also was? Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal klargestellt, dass ich nicht von dem Ufer bin. Klar. Sorry, Bruder. Ich glaube, was so lustig daran ist, auch wenn ich wäre. Bro, du hast 20 Minuten lang wegen ihrer Nein, ich geschossen wollte und wissen, mache- was da lustig ist. Nicht, es ist lustig, dass du dich stresst. Ah, Das ist okay. lustig, Bro, du verstehst das. Hey, und dann hat er so gesagt, ja, fragst, hast du Interesse? Und ich habe ihm dann gesagt, ich so, Bro, look, all fun and games, ich rede viel über Schwanz und so, aber I'm good, weißt du. So. Ja. Du bist Aber aber danke. mega freundlich, du sagst, ich schätze es, danke und so. Ich habe gesagt, danke vielmals, hurenherzig auch, schön zu hören, aber ich habe, also weißt du, er so, voll easy. Ja, in dem Fall, ich habe da eine Cousine. Der einfach eiskalt. Profil von der Ich habe mir einfach Profil von seiner Cousine. So, mein Gott, wild. Bro, alle wollen vom Kuchen sag dir ehrlich. Networking. Bro, nein, aber der Bruder gönnt, weißt du, an der Ja, ja, Stelle, fix. muss man schon sagen. Voll. Aber er hat mir mit der Intention geschrieben, quasi, dass er mir quasi Ja. seine Cousine will klären. Und dann, wo er gemerkt hat, ich mache den Witz, er hat gerade vergessen. Er so, scheiße, meine Cousine. Er so, ja, watch. Nein, Mann, hey, Bro, herzig, aber ja, auch wegen dem Crush, Mann, was soll ich sagen? Es ist nicht einfach ein Fix. Nein, Mann, lasst euch nicht blenden von TikTok-Menschen. Also meinst du, also jetzt auf dich Mich aber- jetzt, okay, ja. okay. Es ist lustig und so. Und, aber wir wissen alle, wer an dem Tisch den grössten Schwanz hat. Und ja. Musst du gar nicht wegschauen. Also, Ich komme einfach heute noch Nachrichten über, wo so Leute schreiben so,
hey, stimmt das mit die 3XL-Story vom Zero und so? Ja, ist nicht so lustig, ja. Meinung? Ja. Gar keine Meinung. Ja, ich hätte Ich auch sage nur mein Anwalt. Du weißt schon, mein Anwalt ist, er ist gerade nicht da, deswegen ich kann gerne fressen, wenn er da ist. keine Meinung, Alter. Und dreist, ganz kurz dreist, Leute so, mit denen ich keinen Kontakt habe, schreiben mir so, sieht aus, als hätte ich mit dem Falschen vom Podcast geflirtet. Alter. Stimmt oder stimmt nicht? Bro, einfach ehrenlos halt, was soll ich das sagen? Aber Bruder, bei dir muss man sagen, es ist ein Ausgleich, Yin-Yang. So, du bekommst das, aber auch das. Ja, das stimmt. Du hast Preise gewonnen. Vergiss es nicht. Ja. Und natürlich hast du auch Preise gewonnen. Und Crushes sind dumm. Selbstverständlich. Also, nächste Beziehung. Finde ich auch easy krass. Und die kommt jetzt. Ich, männlich, 19, beichte, dass ich... Smash. männlich 19? Ich finde das so lustig, das Smash. Oder Ja, so. ja, einfach so nichts, Smash. Ja, sorry. Also, ich, männlich, 19, beichte, dass ich mal meine Freundin nach 3 Jahren Beziehung ferngegangen bin. Bin mit der anderen zusammengekommen und habe sie dann, mit der ich zusammengekommen bin, nochmal betrogen mit meiner ursprünglichen Freundin. Bro, Chess Moves. Also schnell das Mindmap, ich schwör. Also, das ist noch nicht fertig, okay. Nachher ist er mit seiner ursprünglichen Freundin wieder zusammengekommen, hat aber mit dem Seitensprung jetzt ein Kind. Ist er nochmal fremdgegangen mit der ursprünglichen Freundin? Ja. Und hat dann ein Kind... Oh, wow. Bro, der Typ hat nichts daraus gelernt. Nicht. Er hat einfach er ist schon Das ist gut nicht gekommen bis jetzt. anstrengend. Mit 19, Vater! Aber er ist halt Ficker. Muss man auch sagen. Wir müssen erstmal so einen Ficker-Button. Ja. Wir brauchen einen Ficker-Button, Bro. Hey man, wild. Also, was wolltest du sagen an dieser Stelle erstmal? Also, noch eine Chance zum Klarstellen. Einfach so bildlich für euch. Der Typ hat 3 Jahre Beziehung, hat er gehen lassen für Seitensprung. Dann hat er gemerkt, ist doch nicht so geil gewesen. Nein. Er hat erst gesagt, der ist geil gewesen, ich mach Schluss mit dir. Ja, okay, Und doch, das ist ja. der Neue. So, dann hat er gemerkt, der Neue ist doch ein bisschen, vielleicht passt nicht, was auch immer, ist Bro. zurück zu den anderen. Sie hat ihn zurückgenommen. Krass. Und nachher muss sie mit dem jetzt klarkommen, dass wir so, ich habe übrigens noch ein Kind mit dem Seitensprung. Bro. Würdest du, ich frage dich, würdest du jetzt sagen, ich ziehe das Kind auf? Quasi wie Als so Mann unseres- oder als Frau? Also, ist sie der Seitensprung oder ist sie der Ficker? Oder bin ich... Also du bist Seitensprung und du bist der Ficker. Ja, das weiß ich. Würdest du jetzt sagen, ich will unbedingt das Kind jetzt auch aufziehen und halt mit der Beziehung mit dir so? Würdest du Also, erstmal, unabhängig davon, was die Situation ist, wenn du ein Kind auf die Welt bringst, dann bist du für das Kind da, fertig. so oder so, ja, safe, Punkt. safe. Ganz So. klar, das ist ja kein Thema. Also, sicher würde ich auf das Kind wieder schauen. Sie als Mutter sowieso, aber meine Frage ist eher, meine jetzige Freundin, die mal meine Ex war, Bro, get the fuck out of there, Ja, Bro. wirklich, renn. Also wirklich, Bro. Weder Lust auf das Bastardkind. Vor allem, sie ist wahrscheinlich gleich alt ungefähr, Ja, Anfang Bro. 20, wirst du das nicht... Sag, Wenn es nicht dein Kind Nein, Bro, ein Bastard, Alter. Nein, hör doch auf, Alter. der Typ bleibt mir mit. Nein, Bro, musst irgendwie, weil dein Typ nicht in der Hose kann behalten, musst das Kind von ihm und der anderen, der während deiner Beziehung gezeugt worden ist, Bro. Bro, Männer sind einfach dumm, Bro. Männer sind einfach dumm. Es geht Männer sind los. einfach dumm, Bro. Es ist gleich lämmer, Bro. Sobald jemand kann reinheben, er vergisst alles. Bro, ich schwöre, die sind also wir sind so schwanzgesteuert, Alter. Das ist so traurig. Massiv. So, die Beichte, die Beichte, die jetzt kommt, hat 2 Parts. Das ist ein bisschen längerer Text. Und ja, ich sage jetzt mal einfach die Beichte, dann könnt ihr reagieren, wie ihr wollt. So, ich habe einen Typ datet. Wir haben so ein bisschen Nasty Talks gehabt und er hat mir gesagt, was er alles mit mir anstellen würde, wenn wir würden Sex haben. Kennst du die so richtig krass reden und nachher nicht liefern? Aber ja, sorry. Ja. Ja, 2 Minuten Sprung ist gut. Nach 6 Monaten war es so weit gewesen und er ist nach ungelogen 3 Minuten gekommen. King. King. Andere würde sagen, die besten 3 Minuten von seinem Leben. Er so, ich will das, nachher das, nachher das. Wie hast du nach 3? Okay. Hey, nein. Dann hat er fast brüllend gesagt, 2. Runde wird besser. Normal, weißt du, Wetter, Umstände, Vollmond. Ich kann nichts dafür. Sterne. Kennst du die, die sagen, Mann, Baby, du bist auch verdammt geil, man, ich kann nicht Ich dafür. schwöre, ich kann nicht denken, dass es so ist. Oh mein Gott und so. Eigentlich, ich schwöre, 30 Minuten. Das ist mir noch nie passiert. Mir auch nicht.
mir schon. Ja, und dann? Okay, so. Guest, zweite Runde war auch 3 Minuten. Nachdem ist er heimgegangen, hat mir geschrieben, nächstes Mal wird besser. So wieder. Dann haben wir keinen Kontakt mehr gehabt, haben dann ein paar Monate später einen Typ kennengelernt und in betrunkenem Zustand haben wir vor dem Club über den peinlichen Sex von mir geredet. Habe ihm Story erzählt und hat sich herausgestellt, er ist sein bester Kollege. Au. Wow. Aber hat sie gefickt? Ja, ich denke schon. Ja, Pioniere, Bro, Queen. Also, warte. Er wird mies gemobbt nachher. Ja, weißt du wie? Wirst du wenn jetzt so etwas von mir rauskommt, was würdest du ihr sagen? So voll so, weißt du, aber so flirty, so, er ist so schlecht, aber ich mit dir sicher besser. Was würdest du dann sagen? Ich würde sagen, dass wenn ich mit dir bumse, noch so länger halt ist. Ich habe deinen Rücken, Bruder. Nein, chill jetzt. Nein, chill du. Chill doch du, Alter, Mann. Mann. Sorry. Smash. Bro, Mann, ich muss ganz ehrlich sagen, Also erstmal kein Shaming, 2 Minuten, 3 Minuten, 1 Minute, es ist gut gewesen. Hauptsache ist ein Drink, Bruder. Nein, sorry. Was für eine ehrenlose Folge, Alter. Mein Gott. Aber ja, es ist gut, dass es ein Gegengewicht hat zum Aussuchen von Film, zu jetzt einfach Voll. ehrenlos reagieren. Ja. Genau. Die Filmschule ist auch so. Ja, ich schwöre. Was haltest du von so Typen, von so Talkers? So, Jetzt mal unabhängig davon, ob er liefert oder nicht. Was ist deine Meinung? Du bist jetzt so Schnurri repräsentativ quasi. für Frauen. Also ich muss sagen, so sexy Talk auf Schweizerdeutsch stelle ich gleich wie so manchmal, wenn ich würde das jetzt nicht sagen, wenn Cypher schaust, Ungefiltert. Cypher, ja. SRF Cypher vom Virus, es hat manchmal die gleiche Vibe für mich. So, ein paar Raps sind so unangenehm, ich könnte das verstehen. Yeah. Oder ein paar Raps sind so unangenehm, du bist dort und denkst so, Alter, pack das Mikrofon in und geh. Und es geht einfach weiter. Und für mich ist das so ein bisschen gleichgestellt zum Teil. Es gibt einfach Männer, die können das nicht. Ich habe es auch nicht gelernt. Also ich weiß nicht, wo man es lernt, aber es gibt einfach Männer, die können es nicht gut. Crashkurs, das ist eine große Ehrgeiz. Die Workshops. Im Fickertag. Fickertag. Bro, Leute meinen, ich fick, weil ich so krass aussehe. Nein, Bro, es ist nur wegen dem Reden. Es ist nur... Jede Woche einmal im Dolder, Eintritt 1000 Stutz mit Ficker-Garantie und Zertifikat Hundschiber. Pick-up Artist. Nein, sorry, ja. Und von dem her ist es ab und zu ein bisschen unangenehm und ich habe manchmal das Gefühl, weniger sagen ist mehr. Oh, okay. Schreib auf. Je nachdem. Weniger sagen. Jetzt siehst du, der Fickertag. Und vergessen nicht, weniger sagen ist mehr. Hey, der erste Workshop schon durch. Let's go. Okay, aber ich meine, jetzt stell dir mal vor, du bist mit jemandem am Schreiben. Ja. So, und so Fun Games und so. Und dann fängt er an mit so irgendwelchen Anekdoten darüber, So was Sexting, er mit dir immer, macht. ja. Was passiert dann so? Kommt ein bisschen darauf an, wer das die Person Okay. ist. Also Okay. wenn du die Person attraktiv findest und Also sagst ich so, will auch etwas von dieser Person. Wir sind so auf dem gleichen... Ja. voll, sagen wir so, es ist Okay, wirklich so, okay. du sagst, hey, ich kann mir schon mehr, also schon etwas vorstellen und so. Also... Ja, aber das ist wahrscheinlich einfach so persönlich. Ja, meine Ja, aber du Meinung. bist jetzt für alle Frauen Okay, jetzt am Reden. Ich sage Okay. jetzt für alle, ich sage jetzt für alle Frauen. Ja. Get that back. Ich denke, es ist so schwierig. Es ist sehr schwierig. Also kommt wirklich Es kommt schon auf Situation drauf an. Ich nicht? muss sagen, ich höre ganz viele Frauen, die sagen, Bro, Schweizerdeutsch, Dirty Talk und so, unmöglich, ist mega schlimm. Aber ich habe auch schon von anderen gehört, wo... Hey Bro, ich kann mir vorstellen, weißt du, wenn so ein bisschen Vibe ist und du weißt so, du hast dich schon ein paar Mal getroffen, ist mega schön Das ist gewesen. etwas anderes, denke ich. Und dann bist du so 2 Uhr morgens im Gonzo besoffen, dann schreibt er, ich will das mit dir machen. Vielleicht sagst du dann wie so, oh mein Gott, weißt du, ich verpiss mich jetzt. ja, aber ist schon Oder, ist je oder, nach Vibe, ja. oder eben du sagst so, oh mein Gott, ich will mit den Leuten Ausgang genießen, kommt so ein, er schießt voll drin jetzt. Ich hätte das Und nicht manchmal hast du erwartet. Situationen als Frau zum Beispiel, wo du, keine Ahnung, am Bügeln bist und einer schreibt dir so Sachen und du bist so... Excel-Tabelle am Ausrechnen und er, ich würde. Zum dabei behalten, Ja. gibt es schon Momente, wo ich dann würde zurückschreiben so... Ja. Du so, haha, oh mein Gott, was yes. tust du noch? Sie Oh so, mein Gott, ja, ich bin der am die Sterben. gibt, aber Ich sie so so am neben da am Putzen. Abwaschen. Oh mein Haare Gott. mit Pferden. Nein, aber ich Ja, glaube, sterben. man muss halt auch sagen, was viele Leute nicht checken, ist, zum so Nachrichten schreiben, muss schon mal ein gewisser Kontakt da Ja, ja, gewesen sein. definitiv. Weißt, so, Also, wenn du die Person gar nicht kennst, ja, Bro, hör auf, Bro. Aber es Das gibt ist halt so eben auch unangenehm. viele Männer, die einfach Dirty Talk direkt, ohne dass du... Ja. Die schreiben dich an auf Instagram und das ist dann schon ein bisschen... er sagt, was läuft, ich würde. Ja, Smash.
Oh mein Gott. Okay. Also, macht das nicht. Es muss ein Vibe um sein. Voll. Übertreibt auch nicht so. Entspannt, nicht irgendwie voll jetzt gerade eskalieren. Und Performance schon muss schon ein ein Begriff, bisschen Alter. stimmen. Ja, genau. Und was passiert dann zum Beispiel? Also ich meine, ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mit einem Typ schlafst und sagen wir mal, es ist ein 3 One-Night-Stand. Ja. Ein Okay. One-Night-Stand und der Bruder, sein Magazin ist leer. Nach 180 Sekunden. 180 starke, ehrenvolle, wichtige Sekunden. Mhm. so, Ist Schlimm? für dich so... Ey, ich hätte mir mehr erhofft oder Ist ist jetzt so... nicht so, ich glaube, es kommt mega, das ist alles, ich glaube, von A bis Z muss alles stimmen. Zwischenmenschlich habe ich das auch, Gefühl. gell? Weißt, und ja, voll. Und ich glaube auch, es ist ein Unterschied, wenn du einfach so schnell einen Typ hast, der einmal rein, einmal raus, So ich der- bin fertig. der und nachher Duracell, gehe ich- ja. Ja, dann drehe ich schießt mich dich um an, und ja. Ich fange an pennen. Ja. Und bist so, okay. Für Sagst- was? hast du gerade den Duracell gesprochen? Der Duracell hast du. Du weißt doch wo, ja. Das gibt. Und dann fertig, so ein bisschen nach mir die Sinnflut, scheißegal, wie es dir geht. So, Aber ich ist auch bin geil fertig. gewesen, Baby. Ja. Voll. Nein, komm, ist auch eine dumme Frage. Aber Alter, du ganz ehrlich. merkst ja schon irgendwo durch, wenn du Sex hast, dass die andere Person also merkt, wenn es der anderen Person gefällt. Ja, Und voll. ich glaube, so Kommunikation ist key, auch beim Wirklich. Sex haben. Und wenn jetzt jemand nach 3 Minuten kommt und du kannst über das lachen und über das reden, voll Voll. easy, kein Problem. Aber wenn Fix. da und dann nachher, keine Ahnung, in die Wand muss boxen, weil er irgendwie ein Problem hat, dass das passiert, dann bist du Fair. auch dort und denkst so, okay, ich gehe jetzt. Fair. Denkst, Ich will ganz ehrlich, wenn ich eine Frau wäre, ich will dann auch, also weißt du, wenn der geile Vibe wäre, so ein chilliger Typ und so, es kann passieren und so weiter, Ja. voll easy, er muss sich erst daran gewöhnen, was auch immer. Ich will trotzdem immer so, wenn wir irgendwann mal uns sehen, ich so, weißt du, so die ganze Zeit in Stress, Alter. Eine Liste führen mit Sachen, die länger haben im Bett als er. 3 Minuten will ein. ich fix machen. Nein, easy. Komm, look, es ist eigentlich eine dumme Frage, dir das stellen. Es ist wirklich sehr nach personabhängig, aber ich glaube grundsätzlich, wie du gesagt hast, less is more und Communication is key. Communication is key. Voll. Ja, Mann. Okay, das ist auch ganz ehrenlos. Er sagt, ich darf den Namen erwähnen, Okay. er steht, aber nur der Vorname, deswegen kann jeder sein. Ich, Enes, ich darf den Namen sagen, habe mal im Sommer dem Jahr, gerade nach der Ferien, Ah, danke. eine hinter der Kirche genommen. Auf einem öffentlichen Kirchen-WC. Wow. Und haben während dem Doggy, und haben während sie Doggy war, ihr gesagt, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und gesagt und noch gesagt am Schluss Amen. Auf jeden Fall 2 Wochen später hat es eine Runde 2 gegeben. Kein King-Shaming, aber Church Girls. Ey, shit, Mann, ja. Wird das eigentlich jetzt immer so sein? Also unsere Beichte eigentlich immer noch Hey so? Bro, ich kann gerne auch erzählen, dass einer mit 7 im Schulausgang geschissen hat. Ja, nein, ich glaube, es ist schon... Also nochmal eine, wo ich jetzt am Schluss sage, um noch ein bisschen jetzt Ja. den Dings runterfahren, aber ja, offensichtlich, wenn die Leute Sex beichten am meisten loswerden und wenn es darauf ankommt, sind sie gottlos, offensichtlich, Ich merke es. haben Angst vor gar nichts und tun ganz unanständige Sachen Also ich machen. muss auch sagen, ich verstehe den ganzen Hype um das an öffentlichen Orten bumsen nicht, Bro. Ist einfach... Vielleicht der Reiz, dass du nicht darfst. Ja, wahrscheinlich schon. Also, dass Das du eigentlich gecatcht wirst. Tabuthema ist. Ja, Also. Bro, also... Bro, find Jesus, Mann, Bro. Wie kannst du im Chile-WC, Alter, weißt Nachher go beichten. Ey Bruder, wer weiß, was der Chile sonst noch passiert. du? Ja, ich kann gerade wieder sagen, ja, ja. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem dort. Ich denke es auch. Fair, guter Punkt. Ja. Ist nicht erst schon... Krass. Das ist eine ehrenlose Folge. Also, Wenn du nicht cancelled wirst, Bro. Bro, ich hätte fix cancelled. Ja, aber heute kennst du, Bro. Der Papst selber, oder was sagt der so? Also, Ja, let's go. Das ist jetzt zum Abschluss ein bisschen entspannte Beichte, so, wo wir können euch relate haben, wir können sagen, geile Sicht. Ich, männlich, Alter egal, wegen anonym, beichte, dass ich mir beim Arbeiten mal absichtlich etwas auf den Fuß gehen lassen habe, King. wo alle geschaut haben. Bin dann in die Werkstatt komplett und habe gemerkt, es hat mir niemand abgekauft. Habe Stiftpapier genommen und so lange an meinem Knöchel geschliffen, bis voller Blut war. 3 Wochen Suva, Bruder. Ein Macher. Er hat wählen, nicht arbeiten, unter jedem Umstand, er hat 3 Wochen Suva geholt. King, Alter. Du bist ein King. Er hat es durchgezogen. Du bist ein King. Du bist ein Vorbild für viele, die da zuhören. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Fick Kapitalismus, fick die Firmen, hol raus, Bruder. Holosa, maximal. Was ist so das Schlimmste, was ihr jemals gemacht habt, um nicht mehr zu arbeiten? Das Schlimmste. Ja. Sowieso, ey, keine Ahnung, ich sage jetzt das oder ich mache jetzt das und ich will einfach nur daheim oder daheim bleiben.
Hey, look, ich erzähle das, und früher habe ich das recht oft erzählt, und es war so, haha, mega lustig, aber eigentlich war es so ein frühes Anzeichen dafür, dass ich wirklich depressiv war und keine Lust hatte zum Arbeiten. Ja. Aber an so kalten Wintertagen, wo ich am Morgen aus dem Haus bin und ich habe gewusst, ich muss jetzt 9 Stunden in diesem scheiß Laden stehen, habe ich schon ein paar Mal überlegt, Bro, wie der Bus, los jetzt, der Bus fährt so mit 12 km/h in eine Bushaltestelle rein. Genau, er fährt immer langsamer, ja. Oder? Er fährt immer langsamer. Und ich habe gedacht, wenn ich einmal mich verkehren lasse vorne, gibt es vielleicht einen Beinbruch oder so, weißt du? Bruder, das ist ein Bus. Bruder, aber ich habe gedacht, schau, nachher chill ich 6 Wochen daheim, chillen und so. Ich bin wirklich ein paar Mal näher dran gewesen. Der Job hat mich mental kaputt gemacht. Aber ich bin heutzutage, weiss ich. Das ist keine Option. Ich habe einfach sagen, Hust, ich bin verkältet und gut ist. Aber wir haben auch einen richtigen Wichser gehabt, Chef, weißt du. Und er hat dann... Ich hoffe, du hörst zu, und dass du weißt, du bist ein dummes Arschloch gewesen. Du bist ein Hurensohn, was Arschloch? Du bist wirklich ein Hurensohn, Alter. Aber er hat viel Scheiße durchgezogen, aber eins davon war... Er hat mich mal, wie ich so 2-3 Mal krank war, hat er bei der Firma so die Psychologieabteilung reingeholt so, und hat wollen, dass ich quasi mir überlege, ob ich wirklich da arbeiten will. Also weißt du, er hat so auf die Phase wollen, so, hey, deine Health ist wichtig, aber ich will sagen, so. Ja, man, du? Ich habe meine Lehre gehasst. Also ich habe eine Banklehre gemacht. Ja. Absolut 3 Jahre die schlimmste Zeit für mich. Ich bin nicht gerne dort angegangen. Wir haben uns Impuls 5 ein paar Mal gesehen, gell? Ja, voll. Das stimmt, ja. In dem Museum? Nein, der Team, wie heißt das? CYP oder CYP. so? Ja. Okay, chillig. Damals hat es Center for Young Professionals in Banking geheißen, jetzt heißt es irgendetwas anderes. Don't ask. Du bist dort gewesen? Nebendran, ich habe nebendran Schule gehabt. Ah, okay. Und ich habe in der Lehre bin ich habe viel zu wenig geschlafen. Ich habe glaube im Durchschnitt so 4 Stunden jede Nacht gepennt. Queen, ich auch. Und ich bin jeden Tag müde gewesen. Und dann bin ich halt aufs WC pennen. Und ich hatte so einen Chef gehabt. Ich bin in einer Abteilung im Archiv. Ich musste den ganzen Tag nur Papier rausholen. Ich habe mich den ganzen Tag geschnitten. Ich hatte kompletten Anschiss gehabt. Das heisst, ich bin 90% von der Zeit auf dem WC gewesen. Der gute WC hat jeder schon mal erlebt. 100 Pro. Und es sind eben so in der CS im Uetlihof, im alten Gebäude, hat es noch so Kabinen gehabt, wo du mega viel Platz hast. Da konntest du am Boden, das ist ein bisschen grusig, aber da konntest du am Boden sitzen, da konntest du chillen, ich so am Lesen. Ich habe wirklich in diesem WC gewohnt. Ich glaube, alle von uns haben ausgerechnet, wie viel Zeit sie schon gespart haben auf dem WC, so quasi wie viel Geld sie verdient haben auf dem WC. Bro, scheiß mal auf Geld, Bro, wie viel Nerven und mentale Gesundheit das weißt du so gespart hast. Jetzt kommt es hat eine gehabt dort, die hat von jedem, der ins Büro kommt, immer Zeit aufgeschrieben. Oh mein Gott. Es gibt immer eins so. Immer in ihrer Excel-Tabelle. Scharmut, so, du bist am 8 gekommen. Warum hast du dich schon jetzt eingepatcht? Weißt du, so, die ganze Zeit. Ja. Und das ist noch so alte CS. Du hast mit dem Schlüssel, jeder hat so ein kleines Ding gehabt, mit dem Schlüssel müssen dich so einschlüsseln. Und ich habe mich dann eingeschlüsselt, halt, wenn ich aufs WC gegangen bin. Ja, King, auf dem WC, wie man es halt so macht, ja. Und dann ist irgendwann sie so gekommen und hat mich verpetzt bei meinem Chef, dass ich irgendwie 4 Stunden so in dieser Woche schon auf dem WC war. Und mein Chef hat so ein Gespräch, so mega seriös, Büro gemietet, wir müssen anhocken, wir müssen reden. Oh mein Gott. Und ich bin dort in Panik, wirklich so, fuck, ich muss irgendetwas sagen. Der hat ihn angeschaut und ich so ins Gesicht gesagt, ich habe einfach chronischen Durchfall. Und ich kann gerne einfach am Platz bleiben, aber es schmeckt dann einfach nicht so. Wirklich einfach so dead ass. Und es hat nicht gestimmt. Es hat nicht gestimmt, aber ich musste. Du musst ein guter Schauspieler, das kannst du auch. Und er so, wow, es tut mir mega leid. Was soll er sagen auf das? Ja. Also, ich habe noch 1-2 Trainer, ich kann nicht darüber reden, aber ich will oh mein Gott, ich muss gehen, jetzt. Ich habe gesagt, ich will in die Situation hineinzwingen, obwohl ich das eigentlich nicht will, aber ich habe schon Durchfall. Ja, schön. Direkt. Und ich habe einfach gelogen, wirklich schlimm gelogen. Und dann musste ich sagen, es tut mir leid. Und dann ich habe gesundheitlich schon Probleme gehabt. Ich bin oft beim Arzt gewesen, aber ich habe ihm natürlich nicht gesagt, was ich kann. Und ich immer so, ja, das ist der Grund, warum ich immer beim Arzt bin und so. Und er hat es mir voll abgekauft, nie mehr hat er gefragt. Und jedes Mal, wenn ich so vom WC zurückgekommen bin, ich so... Er ist so der Einzige, der mein Geheimnis gewusst hat. Einfach weiter am Laufen, so. Aber die andere war immer in ihrer Zeit am Aufschreiben, ich schwöre. Ja. Die ist gekommen, das ist eigentlich 40 Minuten Stunde. Ich so, das ist bei mir genauso. Eigentlich ist es so blöd. Bei mir, ich habe, als ich mal, ist länger her, als ich mal bei meinem Arbeitgeber gearbeitet habe, bin ich und ein Mitarbeiter halt immer Mittag machen. Und halt jahrelang, halt immer so normal. Und dann haben wir so... Wie jetzt und Dezember, November ist immer so tote Hose, weißt du? Haben wir einfach länger Mittag gemacht, aber wieso? Ja, Bruder, statt halb Stunde machen wir 45 Minuten und die 15 Minuten geschissen aufschreiben, weißt du? So, vor allem, es läuft nichts, wenn wir im Büro sind, machen genau nichts. Nachher irgendwann mal, so nach 1-2 Wochen, wo wir das gemacht haben,
Nach so 2 Wochen sehe ich so eine dumme Nutte, wo so einfach irgendwas mit dem Chef am Reden ist, weißt du? Und ich sehe, weißt du, immer der Blick zu uns über, weißt du? Und dann so, okay. Nachher sagt er wie so, hey Sarah, kannst du kurz bitte mitkommen? Ich so, ja, ist safe. Wir gehen in das Räumchen, er so, hey, ich habe gar keine Lust auf das Gespräch. Direkt, das ist ein ganz geiler Sicht. Er so, ich habe gar keine Lust auf das Gespräch, ich habe gar keine Lust, aus dem irgendetwas zu machen. Aber bitte schau in Zukunft, wenn du länger Mittag machst, dass sie dort das nicht unbedingt sieht, weil sie kommt sofort angerannt zu mir und sagt, also ich habe gar keine Lust auf das. Und ich so, ey, safe, 100%, tut mir leid, also voll easy, jeder macht länger Mittag, es wird keiner richtig aufschreiben, wie er macht. Ich verstehe das. Also ich mache das, jeder macht das, ist voll easy. Aber schau einfach nicht, dass es genau dann ist, wenn die zum Beispiel am Arbeiten ist. Ich so, ja, safe. Und das habe ich, ist nicht die Situation gewesen, ich habe sonst gemerkt, das ist eine geile Sache, aber ja, dort habe ich das gehabt. Und ich habe mit einer Sprachmemo, weißt du das vielleicht noch? Ich habe mit einer Sprachmemo, glaube ich, so ziemlich von so 4 bis 6 Kollegen ihre Zeit durch Lehre einfacher gemacht. Ich habe einmal im Zug, wo ich war, Oh, stimmt! ich habe einmal im Zug, ich halt aus irgendeinem Grund ist halt immer im Winter, jeder weiß es, sobald es Schnee gibt, immer Verspätung. Und eigentlich ist die Durchsage immer, leider müsste er S12 nach ne. Ja. Und irgendwann mal habe ich einfach gehört, dass er gar keinen Zugname sagt. Also völlig so, es könnte jeder Zug sein. Und ich gerade direkt anfangen aufnehmen. So smart. Nachher auch so eine Meldung, es tut uns leid, wir können noch nicht losfahren wegen einer unbekannten, was auch immer, so Störung und so weiter. Und ich habe das gespeichert und damals, wenn du weitergeleitet hast, ist nicht gewesen, weitergeleitet. Ja, ist ja, einfach ja. so. Und irgendwann mal der Joste Bruder, 20 vor 9, Bruder, ich brauche die Memo jetzt, hast du sie? Ich so, wegen Zug, schick jetzt bitte. Bro, er wie Oracle dort so raussuchen. Ich habe sie ihm geschickt, er so, boah, du hast meinen Arsch gerettet. Und nachher ich so, hey Jungs, da einfach für euch pauschal im Gruppenchat, ich so, brauche es auch so, wie ihr es wollt. Wild, Mann. Ja, Mann. Das Ja, ist Mann. das gewesen, ja. Hey, ich glaube, wir kommen dann zum Abschluss von der Folge. Yes. Es ist ein mega angenehmes Gespräch gewesen. Extrem, Josie, wirklich. Also der Anfang ist sehr Künstlerisch. künstlerisch informativ. Nein, es war wirklich schön gewesen. Brutal. Man merkt, es hat für beide Seiten Platz. Also auch für den Scheiß. Ja, danke für, dass du dabei gewesen. Danke, dass ich an Danke für das angenehme Gespräch, danke für die lustige Zeit. Und ja, man, wir tun nachher noch ihr Profil verlinken, geht auf ihren TikTok, geht auf ihren Account. Und sonst, wenn ihr nächstes Mal bei der Post vorbei geht, schaut euch genauer um, dann seht ihr sicher auch ihr schönes Gesicht. Genau, mit der Pinzette. Ja. Genau. Und somit beenden wir die Folge und jetzt gibt es noch das Outro. Danke vielmals. Das ist gut.